Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Ja, genau. Bro, heute ist wirklich ein geiler Tag für mich, weil der Manilio ist bei uns im Podcast. Yes. Es ist... Ein Favorite für dich, einer, den du schon lange dir gewünscht hast? Hey, jemandem, auf dem seinem Dick ich schon lange ride. Also, wirklich, was ist das? Sicher 10 Jahre schon? Ist das dort, wo wir damals in Bern waren? Ist er auch auf der Bühne? Das ist auch er auf der Bro, Bühne. dann mindestens 10 Jahre. Mindestens 10 Jahre. No Borders, No Nation. Ach, krank. Ja. Welches Jahr? Hey, ich glaube... 2010, 2011, 12. Es ist dort, wo EFM5... Nein, dort, wo Luke mit seinem Vater rausgekommen ist. Das ist so geil. Das ist so ein fucking Abriss gewesen, Bro. Ich weiss noch, ich bin dort mit dir gewesen und der Zero war damals noch gewesen, ich bin zu cool zum Swiss Rap hören. Nein, ich einfach denke ich so, wie fest kannst du Swiss Rap überhaupt abgehen? Ja. Und dann können wir dort an. Da bist du an einen guten Ort her. Ja. Fucking 4000 Leute, Alter. Ja, 4000 Leute. Leute. Das ist ein fucking Abriss gewesen, Bro. Das habe ich eigentlich nicht geglaubt, das war heftig gewesen. Aber ich glaube, das war auch so ein Event gewesen, wo wir auf der Bühne auch wie so auch gedacht, wir spielen so ein kleines Gratiskonzert vor der Halle und er hat echt so viel. Fucking insane. Hey, Bro. und die sind auch Max abgegangen, Bro. Ich habe letztens wieder Fotos gesehen und ich habe es am Luke geschickt. Und nachher, ich so, Bro, krass, man weiß, ich habe sogar auch so kurz so ein paar Sekunden Videos gehabt und es ist voll am Abgehen. Das ist nicht irgendwie erst vor 2 Jahren gewesen. Nein, Bro, das ist, also, dort hat Zürich noch geträumt von so einer Kraft. Bro, Schweiz generell. Ja, also wirklich. Ja. Nein, Bro, man muss einfach auch sagen, ich weiss noch, dort hat der Tommy, ich habe damals noch auf Versetti. Facebook, der Tommy Versetti, Normal, ich weiß ich habe damals noch auf Facebook mit den Jungs geschrieben, Bro, die Szene. Ich sollte einfach den Schwanz lutschen. Nein, Bro, nachher habe ich am Tommy gesagt, Bro, bitte spielt den Song Maison Eldorado. Ja, oh mein Gott, du bist gestorben ab dem Lied. Absolut Lieblingstrack und ich habe den nie gespielt auf Tour, Bro. Wirklich nie Ist das ein gespielt. Grund? Absoluter Lieblingstrack. Und haben wir ihn dort auch nicht gespielt? Nein, nachher hat dort der Tommy gesagt auf der Bühne, wo ist der Josh? Ah, gut. Also der Song ist für dich, Bro. Und ich schwöre, an dem Abend, ich hätte können ficken. Herzinfarkt. Ich hätte können ficken, Bro, an dem Abend. Aber du hast nicht. Ich kann nicht. Du hast nicht. Weil der Wir müssen heimgehen. ist reserviert gewesen. Genau. Wir müssen heimgehen. Ja. Und ich weiß nicht. Also das ist der Abend, wo ich zum ersten Mal in Bern im Ausgang war, so, also Ausgang. Und dort habe ich gedacht, so krass. Die Schweiz ist, ich weiß nicht. Sind wir mit dem Zug? Nein. Ja, mit Zug. Bro. Wir sind auf dem Zug, Bro, wir sind auf der Rückfahrt gewesen. Und ich habe die ganze Rückfahrt mit dem Serat gesagt, hast du nicht gesagt, es geht ab? Also ja, ist gut. Aber es war brutal gewesen. Hey Bro, das ist wirklich... Von wem reden wir eigentlich die ganze Zeit? Genau, sorry. Nein, ich habe seinen Namen schon gesagt. Er schon, ja, mein erstes Konzert und so. Bro, eben, das ist, glaube ich, wirklich die schönste Stimme von der Schweiz, das kann man so sagen. Ich habe dir auch gesagt, mach einfach unbedingt weiter mit deiner Stimme. Podcast, hallo. Fuck man, Manilio im Haus. Bro, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin noch nie Nein. Bist du nervös? Ich bin ein bisschen nervös. So wie ich vor Melvedi. Was soll ich machen für einen Podcast? ASMR. Hey, ich glaube ASMR oder einfach so für Kinder zum Einschlafen, Alter. Und dann würdest du es hören? Nachher würde ich es hören. Ich glaube, du kannst gute Nachgeschichten erzählen, glaubst du? Schon auch ein bisschen Übung mittlerweile. Also, Er ist Vater. Ja, Oh, zwei Kids. zwei Kids. Und du läufst schon Musik? Ja, Mann. Alter, machen. Irgendetwas. Aber ich mache den. Bombe. Mashallah, Bro. Krass. Zweifacher Vater, lebt von Musik in der Schweiz. Krass, Alter. Hey Bro, eben, also das sehen auch viele nicht. Also du bist jetzt, wie viele Jahre bist du im Game? Hey, ich habe festgestellt, dass ich nächstes Jahr 20 Jahre Bühnenjubiläum habe. Alter. Also ich habe mein allererstes Konzert, das ich auf der Bühne war, 2005 gesehen. So, Jo. Mit Berner Guckenmusik, oder? Nein, in Solothurn. So bin Ah, sorry. in In einer Stammbeiz.
Nein, Maturaarbeit von einem Kollegen. Er hat eine EP gemacht, ich habe ihm geholfen, hat 2 Songs dort drauf gehabt. Geil. Und dann haben wir ein Konzert organisiert. Geil. Krass. 20 Jahre. Fährst du speziell auch nächstes Jahr, oder? Hey, ich weiß, es ist im Fall, ich finde es wirklich recht krass, mir ist so ein bisschen unangenehm, wie lang so. Die Leute sind auch 20 so Jahre, alt, Bro. Mann, du bist richtig alt. Krass. 20 Jahre Und Swiss Music. weißt du, wo ich das erste Mal, wo ich den Nino live gesehen habe? Irgendwo im hast du Winter, gesagt? Kulturvereinsveranstaltung oder so. Er war Voract im Komplex Ja. für Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, Bro. Haben wir noch Kontakt? Sind wir noch tight? Sind wir noch tight? Hey, Weil zum Kenny. Beispiel der Loco hat letztes Mal erzählt, er hat ihm gesagt, aber ihn hat mit irgendwelchen CIA-Griff haben sie ihn gepackt am Open Air. Weißt du wieso? Ja. Was machst du da? Geh mal weg von Kendrick und so. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Das war 2013 gewesen. Ist das nicht so gut Kid Mad City? Ja, ja. Das war das erste Mal in der Schweiz gesehen. Ah, Bro, du hast zum besten Album in kennengelernt. Krank. Ja, und also eben erstes Konzert Kendrick Lamar in der Schweiz. Mir hat jemand gefragt, ob ich Support machen will. Ich glaube auch 200 Franken bekommen oder so. Aber ich Bro, habe ich echt wie so gefunden, hey, ich bin echt so Fan, ich will es einfach machen, unbedingt auf jeden Fall. Und ich glaube, eine Woche gesehen, bevor mein neues Album dann ist rausgekommen, das Irgendwo-Album. Und ich habe eine CD gehabt. Also weißt du, so wie so die einzige CD, die ich bis jetzt in den Finger hatte von diesem Album. Und mein Bruder war dabei, der auch ein riesen Fan war. Und dann haben wir nach dem Konzert haben wir so, hey, können wir vielleicht irgendwie seine Security gefragt, können wir ihn vielleicht schnell sehen in der Garderobe? Keine Chance. Keine Chance. Schon Leute, dort. es sind so Schlangen aussen an der Garderobe, irgendwelche Girls, wir, alle so, ja, vielleicht können wir irgendwie noch schnell in die Garderobe. 20 Frauen so, hey, was meinst du? Da haben wir jetzt gesehen, du so, lass mich das erste Interview und erst ein Autogramm holen und schnell ein Foto machen. Ja, aber das Ding ist, was krass ist, es hat jemand gehabt, also so ein Typ in so einem Rollstuhl, weißt du, so einen hart automatischen crazy Rollstuhl. Ja. So, und der hat rein können. Der hat schnell ein Foto machen. Also meinst du? Sonst hat niemand dürfen. Also Warte ist schnell, das so ein warte Hint? schnell, überleg schnell. Ist das ein Hint Überleg für? schnell, willst du es sagen? Also wenn jemand will das Kendrick Lamar Foto machen, dann... Ah, okay, das Das nächste Mal so. Ja. dann Nein, aber ich glaube im Fall, es ist auch irgendwie Ende Europa-Tournee gewesen. Irgendwie so, er hat glaube ich noch eine Show gespielt und ist schnell heimgeflogen und so. Ja, Und ich ja. glaube, die Leute sind zum Teil einfach so kaputt. Ja, ja, check. Der hat keinen Bock mehr auf gar nichts. Jackie. Aber was hast du sagen? Also CD hast du ihm wieder CD gegeben und sagen, los, Ja, CD. ja, natürlich. Wie denkt ihr, ja, ich gebe dann nachher bis Album und dann machen wir noch ein Foto. Also würde ihn Ja, irgendwie ja. interessieren. Ja. Hey, aber fair, Bro. Ich meine, Bro, du ergreifst deine Chance. Er ist in der Schweiz. Wie oft ist er in der Schweiz? Weißt du, er ist nicht gewiss das erste Mal und du hast gedacht, ich kann mal fragen, aber ein Album, ob ich Ja, noch ein ja. Album geben, ist halt ein Smalltalk, aber was sollst du machen, Bro? Scheißegal. Aber es war so eine Scheißegal. Security, die auch immer noch beim TDE-Label, wo man immer wieder sieht und so. Und er so, I don't think so. ja. Ich ziemlich öffentlich, also I don't think so. Zum Locker direkt ins Security-Griff. Es ist aber auch das Good Kid, Mad City ist ja auch das Album, wo einfach wie so heute, wo einfach sagst, fuck, das ist einfach Rap. Bro, das kann ich. Das ist so wie für mich Herr der Ringe wie der Film. Ja, Mann. Ich würde das auch in 30 Jahren noch nicht hören, das Album. Ja, schon krass. Und immer noch schön Auch finden. mega gut. Schon wirklich ein mega gutes Album. Ja, Mann, und ich glaube, was heavy war an dem Tag, ist wie so, ich glaube, keine Sau hat sich interessiert, wer du bist, Bro. Ja, Und wirklich strenges Konzert gesehen. sehr Das haben wir für die Liebe gemacht. 2009 hast du gesagt? 2013? 13 13, ist es okay. gewesen. okay. Und du musst dir vorstellen, komplex, ausverkauft, bratschvoll. Alle Leute. warten nur auf den Kendrick. Das Licht geht ab. Mhm. Mein DJ auf der Bühne lässt so Beat an. Alle Leute so, wow! Ich laufe so raus. Während sie rauslaufen, Ja. geht das Licht wieder an. Alle Leute so, fuck. Ja. Du so, was geht ab, Zürich? Ich Und so, so. yeah! Und er wirklich einfach so Shit, auch du hast Weiss durchgezogen. 20 Minuten an der Wand gespielt. So. Ja, ja, wirklich. Egal, Bro. Egal. Und er auch so, aber halt auch Liebe bekommen von den Leuten so, hey, Ja, im Nachhinein durchgezogen, sagen alle. Im trotz Nachhinein sagen alle. allem, Voll. so, cool. Bro, es ist, also egal wie es rausgekommen ist, du könntest einen scheiß Auftritt haben oder einen guten. Ich finde immer noch, dass du kannst sagen, ich bin Voreck von Kendrick. Hm? Muss niemand wissen, wie es genau gelaufen ist, aber es war auch Voreck. Das ist für mich ein Statement. Ja, Ja, dann ja, noch vor eben. 10 Jahren. Wegen Also, dem habe ich es gemacht. So. Voll. Das ist wie auch, Krass. dann einfach wie gefunden, ja sicher. Vor allem, Hey, man hat auch noch, man hat noch müssen Songs schicken.
Sie haben noch, also der Agent in der Schweiz hat so wie mir vorgeschlagen, haben sie so gesagt, ja, wir wollen noch 3 Songs hören. Dann haben wir noch irgendwie müssen Songs schicken. So. Was hast du geschickt? So, boah, was habe ich geschickt? Sterne. Ich glaube nicht. Ja. Irgendetwas aus dieser Zeit, ich weiß nicht, was es war. Und das Album irgendwo ist dort noch nicht draußen gewesen. Nein, aber es ist gerade eine Woche später rausgekommen. Krass. Also, gell, man darf, ich bin nicht so ganz im Bild wie ihr, aber 2013 bist du wahrscheinlich gewesen, aber wahrscheinlich für die meisten in Bern hat man dich kennt, aber vielleicht ist das damals noch so ein Kanton-Denken gewesen, weißt du, so Bern, Zürich, hat man in Zürich... Also ich würde sagen, Eldorado, also er ist ja Teil von der Crew Eldorado FM gewesen. Und die haben ja 2013, glaube ich, schon 5 Mixtapes rausgebracht. Ja, also unsere Zeit, wir haben glaube im 09 das erste Mixtape und dann so 2009 bis 2012 ist es richtig lit gewesen, so in Bern. Und dann haben wir im 15 noch ein Album gemacht und bis dann haben wir eigentlich wirklich, also auch jedes Jahr, von dann an, von 2010 bis 2017 jedes Jahr so 1000er Location ausverkauft. Ja. Krass. Jedes Jahr an Weihnachten. Zweimal. Jedes Jahr an Und Weihnachten. Es war eine spezielle Zeit gewesen im Schweizer Rap, weil irgendwie dann gar nicht so viele Sachen sonst so passiert sind. Und ich weiss noch, der Adrian Schräder, lieber Gruß, so Journalist aus Zürich, den ich super habe mit dem, hat dann so einen Artikel geschrieben, Temple of Speed im Exil, das ist das Krasseste, was im Moment passiert im Schweizer Rap. Und wir sind so zu Bank gesessen und denken, Bro. What the fuck, Alter? Ja, Jackie. wir machen fast Bierhübeli voll, zweimal im Moment. Ja, und eben Bierhübeli passen wie viele Leute rein? 1000 Leute, Bro. Überleg das mal. Krass. Vor 10 Jahren, Bro. Also weißt du so... Ja, und das ist auch... Bern ist eine andere Szene, glaube ich. Also, Bern ist eine völlig andere Szene, Mann. Du bist mal gesehen Ja. am Christmas dann. Ja. Es ist schon wirklich, also ohne das jetzt irgendwie selber zu fest abzufeiern, aber die Leute sind wirklich dort hergekommen und haben so gefunden, es ist eine Sektenveranstaltung. So. Ja. Es ist einfach so 1000 Geil. Leute, die so Texte mitschreien Ja, und Mann, alles das ist auswendig so- können. Leute sind so dort hergekommen und haben so gefunden, hey, was geht bei euch? Seid ihr Freikirche? So. Du sowieso willst Geld zahlen. Es ist einfach wirklich insane, Bro. Weißt, ich meine, du hast damals nicht können also, weißt, über Schweizer Rap reden und nicht Eldorado sagen. Also weißt so, ich meine, heutzutage hast du in der Schweizer Rap-Szene viel mehr, dass sich Leute gegenseitig hypen. Oder weißt du, siehst an jedem Konzert Leute von der Kultur, Leute von der Szene. Wenn du ein bisschen mehr connecten, mehr miteinander machen und so. Ja, wo einfach auch rum sind, die sagen, hey, look, ich gib mir den Scheiß. Aber, Bro, Eldorado Christmas, was ja heute auch noch ausverkauft ist immer, also weißt du, Ja. so... Was ist das genau? Also jede Weihnachten gibt es eine Show. Ja, wir haben das einfach mal angefangen. Also einmal haben wir einfach Eldorado Christmas gemacht, haben wir so ein Datum gehabt, irgendwie so 21. Dezember, so vorher, einfach am Wochenende vor Weihnachten. Und dann war das halt ausverkauft gewesen, und seitdem ziehen wir das durch als Tradition. Geil, Und das Bierhübeli kommt auch immer und sagt, ja, wie sieht es aus nächstes Jahr, wollt ihr wieder reservieren? Ja, so. ja. Ist das quasi euer 13.? Schon, im Fall. Also das ist ja, fix. Fix. Ja, weißt du, ich meine, als Künstler hast du eh nicht so, hast nochmal andere Rahmenbedingungen, weißt du, wegen Auszahlung, Lohn und wie viel verdienst und was ist das, weißt du eben, was ist abgesichert, was ist versichert und AHV und Zukunft und so weiter und so fort. Deswegen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen euer 13. zum... Du weißt Bescheid, hä? Bro. Er ist informiert. Er ist drin. Nein, Bro, du musst dir vorstellen, Eldorado, ihre ersten 5 Mixtapes sind alles, also meistens Beats gewesen, die es gibt. Ja, ich so. Also eben Ami-Beats. von Ja. Tupac 50 Cent. über Stromae, 50 Cent und sind einfach auf die Beats gerappt. Also das heisst, sie haben kein Geld verdient. Ja. Es ist halt Mit auch dem noch Mixtape. Zeit Aber das vor- zeigt ja auch, dass es vor allem inhaltlich bei den Leuten angeschlagen hat. Dass weißt, es gibt einen Rapper, der sagt so, der Text ist einfach irgendetwas. Aber Ja, ja. irgendwie, wenn ich so irgendetwas löst sie mir aus. Mhm. Und bei ihnen ist dann vor allem stark auf den Text ausgelegt. Ja. Krass, Also ich okay. glaube, man muss fairerweise auch sagen, dass es auch Leute hat gegeben, die vielleicht auch nicht gewusst haben, dass die Beats nicht unsere sind. Einer kommt so, Wo so, letztlich, ich bin im shit, Ausgang man. gewesen, kann ich einfach auf Ja, Englisch ja. rappen, auf den Beat. Ja. Krass, hat einfach den Beat geklappt. Ja. Er sagt immer, Hat es von ihm der glaube ich auch Club. gegeben. So, Ja, das ja. wie so Leute einfach gelost haben. Es war halt auch noch Zeit gewesen, weißt, wo man sich runtergeladen hat, wo Voll. die Musik irgendwie... Ah, stimmt. Mit Torrent und so. Mm, Also sie haben ja, den nein, auf Eldorado unserer Kiosk Page. gehabt. Ja. So, wir haben so eine Page gehabt, Ja. wo wir dann die Mixtapes meistens einfach unangekündigt immer gedroppt haben. So. Und dann ist es 24 Stunden gegangen und dann ist so ein E-Mail gekommen vom Serverbetreiber. So, hey, stimmt bei euch irgendetwas nicht mehr? Hure viel Traffic. So. Scheiße. Die sind irgendwie gehackt worden Ja. oder Ja. so. Geil. Also, nee, Fucking- wir Oh, das sind doch Mixtapes schöne so Sachen geil. zum Hören.
Schon Ja, damals, ja. schon, weißt du, Das ich meine, ist Leute, gewesen. wir haben schon mit Leuten geredet und auch Leute schon da gehabt, die so einen ähnlichen Erfolg jetzt gespürt, weißt du? Und sie sagen eben, es fängt langsam an sich wandeln, aber krass, schon vor 10 Jahren. Hey, ja, und du musst dir überlegen, was wäre Eldorado, wenn sie heute so einschlagen würden wie vor 10 Jahren. Ja, wir Aber- werden es nie wissen. Aber das ist so ein bisschen das Thema, wo halt auch mit diesen Mixtapes schaut scheiße, oder? Weil das ist jetzt alles nicht auf den Streamings und so. Wir haben letztens so darüber geredet, vielleicht kann man einfach irgendwie mal ein paar Beats machen und das Zeug nochmal rausgeben. Das ist halt Ja. auch nicht das Gleiche. Hey, Mann. nein, Bro, es ist also weißt du, die Mixtapes, Bro, ich weiss noch, du hast dir die Mixtapes runtergeladen und ich habe mir wirklich die Stunde Zeit genommen, um einfach das Album, also weißt du, das Mixtape von Anfang bis Schluss durchzuhören. Und das machst du einfach heute nicht mehr mit Streaming. Leider. Ja. Leider. Also, Ja, weißt du hast die. Ich fühle mich selber, weißt du, so, ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich selber, wenn ich so Musik höre, dass ich schon nach 3-4 Sekunden irgendwie 4 Sekunden für es gibt. Weil ich sage, okay, gut, es hat mich nicht gecatcht quasi. Ja. Ich will zu dem interessanten Part, aber eigentlich müsste ich von Anfang an hören. Ja, Oh, ja. das ist schon. Aber was ich gemerkt habe, ist, dank Mildash zum Beispiel, tue ich jetzt viel mehr auch Videoclips zu Musikvideos schauen. Also, weil ich halt so gesehen habe, wie viel Arbeit dahinter ist und was sie sich eigentlich für mich geben. Das ist nicht irgendwie, komm, wir machen jetzt 2 Stunden einen 3-Minuten-Clip. Ja. Deswegen schaue ich auch sehr viel, jetzt letzte Zeit immer wieder, wenn ich so Musiker gesehen schaue ich auch gerne ihren Clip. Egal wie es so kommt, ich schaue einfach den Clip. Ja. Hat sich auch Mühe gegeben für das. Ja, auf jeden Fall. Ja, eben vielleicht noch schnell für unsere jetzt sind wir gerade voll im Innern-Nerden eigentlich, aber für unsere Zuhörerinnen, eben Eldorado FM ist eine Crew gewesen, aus 4 Rapper. Ist immer noch eine Crew. Sorry, ist immer noch eine Crew. Du hast Sorry. vorher auch gesehen, die sind Teil gewesen. Immer noch Teil. Du bist immer noch Teil. Ja, Sorry. wieso recht so im Plusquamperfekt? Krass, Bro. So. Eldorado FM besteht aus Manilio, Tommy Verseri, Desmond Tess und dem CBN. Genau. Und eben sie haben die 5 Mixtapes rausgebracht und nachher noch das Album. Und dann hat es unter dem Mantel Eldorado FM ist seitdem Ist eigentlich nicht mehr rausgekommen. Wir haben Eigentlich. einen Song noch gedroppt. Ja. Jetzt irgendwie vor 2-3 Jahren Ja. haben wir noch einen Song gedroppt. Der A, B, C, D, E, ja, F, ja, M. klar. Ja. Genau. Voll. Und genau, was ihr aber heute noch macht, ist eigentlich so jedes Jahr Die Konzerte. die Konzerte. Wir haben halt seither auch viel Solo-Musik released und so. Und von dem her ist es eigentlich auch immer, also wird es nicht mega, es ist schon so ein bisschen, immer ein bisschen an der Kippe, dass es dann gleich so ein Nostalgie-Ding wird. Ja, ja. Wir kämpfen auch immer mit dem und überlegen uns irgendwie, wie man das anders machen kann, dass Mhm. es eben nicht so abdriftet. Und haben halt immer Solo-Sachen, die wir irgendwie noch released haben, die man auch noch spielen kann. So, das schon. Ja, auf jeden Fall. Eben, auf euren Konzerten hörst du ja von allen euren Alben Sachen. Also wenn ihr das. Also Ja. ich weiss jetzt nicht, bei Christmas jetzt glaube ich nicht, aber zum Beispiel, als ihr mit dem, wo ihr in Zürich waren, im Kauf, Ja. hast du ja irgendwie Montana gespielt und Ja. und es gehört einfach, also weißt du, so, es ist, hey, ich glaube, es ist einfach auch ein Zelebrieren von der Musik und von der Kunst, eure Konzerte. Ja, auf jeden Fall. Und das ist einfach das Geile. Und eben, du hast richtig gesagt, so, es gibt den Vibe von einer Kille. Also weißt du, so, weil die Leute einfach durchdrehen, Bro. Also weißt du, so, Machen jetzt auch Moshpits und so. Ja. Bro, Geil, das ist Alter. ein fucking Stage Workout. Dive. Alles. Das Ding, wir haben zu Maison Eldorado, wo du hast gesagt, dein Lieblingssong, haben wir eigentlich so im Bierhübeli so einen Gang gemacht, Und in dann der sind Mitte so die Leute so aufteilt und dann sind wir einfach dort so in diesen Gang runter. Ja, Mann. Das war legendär. Gewesen. Der Versetti erzählt auch immer noch, dass ihm jemand an den Arsch gelenkt hat. Nein, weil das ist wirklich, also, das musst du Krass, erlebt haben. Das krass. musst du erlebt Und haben. ihr seid ja als Crew auch privat befreundet. Also es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, 4 Rapper, die sich irgendwo getroffen haben in Bern und gesagt haben, jetzt machen wir, okay. Und das ist auch etwa seit 20 Jahren plus minus, oder ist Eldorado später gekommen? Also ich habe den Tommy und der Des tatsächlich am Anfang einfach gelost, wo sie Cheftape 2 rausgegeben haben. Ich glaube Geil. so 2007 oder so, bin ich wirklich ein Fan gewesen. Und dann ist Schweizer Rap noch so klein gewesen, es hat so ein Forum gegeben, wo man sich so austauscht hat, das Internetforum. Man Ist muss das Da bin ich so einfach vorstellen. 13 gewesen, Wahrscheinlich ist 2007. das Eidgenuss. Das hat Eidgenossen geheißen Eidgenossen, mit ja. A-I-G-H-T, Checkst. nicht... Ja, Mann. nicht Eidgenossen, Ja, ja. Auto, Auto und so, wo- Nicht so. Wo wenn vorbeifährst, schießen die Sachen aufs Auto und so, Molotow. Genau, Okay, nicht so. sondern- Hip-Hop, genau. Checkst, Bro. Und dort haben wir sich austauscht und dann haben wir uns irgendwie schnell mal irgendwie lernen können, mal zusammen irgendwie einen Song gemacht. Und ja, und dann irgendwie gemerkt, dass man so ein bisschen die gleichen Sachen feiert, Ami-Rap-mäßig und dann irgendwie gefunden, hey, wir machen mal ein Tape. Das Lustige ist,
Fun Fact, ich weiß nicht, ob du das weißt. Eldorado FM gibt es, weil wir sind mit dem Savas zusammengehockt und wir wären Optik Schweiz geworden. Ja. Cool, Savas. Ja. Krass. Wir haben, der Savas hat dann wollte Optik Schweiz rebooten und hat mit uns alle, wir haben uns irgendwo getroffen in Schaffhausen, irgendwie jemand in ihrer Sergej Wohnung. Sergej, Chris und Fab schon. Wann ist das gewesen? Zeitlich so oder welchem Jahr? 2008 oder 2009. Krass. So. Sind wir so zusammengesessen mit ihm und so und er so, das ist so All for One, Cool Savas Zeit. Die sind jetzt so, die sind die neuen jungen Rapper, machen die neue Generation Optik Schweiz. So, ich mache ein Label, die kommen alle, wir machen das und so. Und ich habe auch noch 2-3 Mal irgendwie den Savas irgendwo getroffen, wenn er das Konzert hatte. Und er so, ja, mit wem müssen wir jetzt schauen? Chubaira, bla bla bla. So. Und er hat er sein Label zugemacht. Plötzlich sehr unerwartet, plötzlich geheißen, Optic Records macht Konkurs in Deutschland. Ich habe noch so angerufen am Sergej und so gesagt, hey, aber wie sieht es mit uns aus? Ja. Er so, was denkst du? Bro, ich glaube, ich kann ihn jetzt nicht fragen wegen dem. So. Check. Ja, fix. Wie so easy. Und wir haben ein Mixtape machen, wo wir so fremde Beats gerappt haben und er hat schon wie Sachen rumliegen können. Haben wir so gefunden, ja, wir machen irgendetwas, so, wir brauchen irgendein Gefäß. So. Und die Idee war so ein bisschen wie, es hat dann G-Unit Radio, ist die Mixtape-Serie vom 50 gewesen. Und wir haben so gefunden, komm, mach irgendetwas mit dem Radio, Eldorado FM. Wie sind wir auf Eldorado gekommen? Also Eldorado ist ja die goldene Stadt, die Legende. Ja, wir haben, glaube es ist das gewesen, oder irgendwie so Saint-Tropez Radio, einfach so irgendetwas, wo noch ein bisschen nice tönt. So. Ja. Und das ist eigentlich der Name fürs Tape gewesen. Es war nicht so gewesen, wir sind jetzt ein Crew und wir heissen so als Band, sondern wir haben gefunden, das ist der Name fürs Tape. Dort können alle einfach so ein bisschen random rumliegende Material drauf schießen, das geben wir dann zusammen raus. Und dann hat sich das so entwickelt, dass es quasi ab dem dritten jetzt dann plötzlich so, haben die Leute einfach angefangen zu sagen, ja, die Jungs sind Eldorado FM, so, und dann ist es wie so eine Crew geworden. Crazy. Hey, Bro, sie haben sogar ihre eigenen Dinge gehabt, man. Ihre eigenen Slogan. Wie hat der geheißen? Cool Savas Lageier. Nein, Bro, jeden Tag Dessert, jeden Tag Dessus. Ah, das weiss ich. Das hast du als WhatsApp-Status gehabt, oder ja, irgendetwas hast du? Ich bin ein riesen Dickrider gewesen, Bro. Ich bin also immer noch, Bro. Ich lieb's. Krass. Schon gut. Also, Cool Savas hat eigentlich eine Crew gründen so und dann hat das nicht so stark gefunden von seiner Seite aus. Ich ist nicht mehr groß gekommen und ich so, weißt du was, machen wir selber, einfach versuchen wir es mal. Ja, wir haben auch noch eine geniale Idee gehabt. Auf einem von den Mixtapes hat er noch Shoutout gemacht. Hat gesagt, die hören Eldorado FM, die schlechteste Crew von der Schweiz. Und wir haben so wie gedacht, das ist sicher funny. Und die Leute haben es natürlich no-check. Ja. Krass. Und nachher ist irgendwann mal der Subslogan gekommen, wo eine Frau sagt, also ich höre Eldorado, weil alle anderen Rapper Pussys sind. Geil. Das hat wirklich geile Skits gehabt dort, Mann. Ja. Nice. Aber genug von Dings. Es geht ja mehr um ihn, oder? Jetzt sind wir gerade sehr nostalgisch geworden. Genau. Jetzt ein bisschen mehr zu dir. Was hast du für Unterhose? Ich mache kurz und bündig in meinen Calvins. Geil. Ui, Calvin. Bei der Werbung. Bro, immer wenn ich Calvin Klein Unterhose höre, ich muss auch da eine kleine Anekdote schnell loswerden. Unbedingt. Ich bin mal mit dem Josh, das war Jahre her, das war zu unserer Top-Zeit, wo wir jedes Wochenende zusammen ausgegangen sind, 1920, 21, 22. Und wir sind im Ausgang und wir gehen aufs WC. Und einer kommt so zu ihm und er ist halt gut besoffen, weißt du. Und er so beim Trinken, also beim Piss, er so, hey Bro, wieso will keine Frau mit mir reden? Und der neben ihm, weißt du, er so, keine Ahnung, ich weiß nicht, er kennt nicht einmal, weißt du, nachher er so, schau mal, sogar Calvin Klein Unterhose habe ich gekauft. Jeder ignoriert mich, Bro. So, was bringen mir die scheiß Calvin, wenn sie keine sehen? Ich schwöre, nachher, ich bin dort, weißt du, der andere kommt so, er so, hey, okay, aber das Handputzen, er hat das Gefühl gehabt, was ist das für ein Kaputt? Ich sage, sorry und so, weißt du. Ich so, erst ein bisschen. Ich kann wieder sagen, besoffen, aber egal. Immer wenn ich Calvin Klein höre, muss ich immer das denken, ich weiß nicht wieso. So ein Trauma vielleicht von mir. Das ist ja so ein Ding, das hat jeder angehabt, Bro. Ja, es hat schon Zeitchen gegeben, wo so das eine Modell, wo Calvin Klein Unterhose rausgekommen ist, jeder hat das gekauft. Also ich habe immer noch. Ich auch. Okay. Voilà. Eben, ja. Gang. Geil. Genau, aber wir sind eigentlich heute da, um mit dir über dein neue Album zu reden. Ah, ja, stimmt. Ah ja, stimmt. Genau, du bist ein neues Album ist das. Kein Höflichkeitsbesuch, genau. Ist, das kommt jetzt am Montag raus. wenn ihr es hört,
Genau. Also der Nein, Podcast der kommt am Podcast kommt am Montag Montag raus. Wenn ihr das hört, ist es das. Wenn ihr hört, ist es draussen. So, Und zwar check it out. check it out. Das heisst Daheim. Genau. Und eben der Release ist am 22.03., also eigentlich morgen. Und ich habe es jetzt schon 3 Wochen. Und Flex. Flex, Mann. Und ich bin es wirklich am Auf- und Ablosen gewesen. Ich habe sie ganz Genau. verschiedene Lebenszustand gelost. Nein, Mann. Das kann man streamen auf Spotify, oder? Nachher muss man nicht. Yes. Also Okay. man kann Man es kann es kaufen. kaufen, wenn man geil sicher ist. Aha. Ja. Hey, ich habe das Album. Aber man kann es auch streamen. Okay. Und geil. Ihr habt noch etwas erzählt von Vinyl. Kann man das auch gut da? Ist das auch zu dem? Gehört das auch zu dem? Man kann Vinyl kaufen. Yes. Wir haben eine CD gemacht mit einem A4-Booklet, Das 36 habe ich Seiten, alle Texte drin. Das haben wir dir Krass, sicher alle Texte. mitgebracht. Nicht. Nein, Aber das kommst du noch über. ich kaufe es mir so Du auch, einfach. wenn du willst. Ja, Bro, wir kaufen es. Das haben wir noch gemacht, eben alles um so ein bisschen den Moment vom ein Album hören ein bisschen zurückbringen. So, Voll. das ist etwas, was mir wichtig ist. Aber, was mich sehr wundernimmt, du hast Ja. mir noch nichts gesagt Ja. wegen dem Album. Ich habe dir noch nichts gesagt. Ich habe im Fall eine rechte Liste vorbereitet mit Sachen. Kritik und Feed. Nein, wo ich dir einfach sagen Rhymes, die man besser machen wo kann. wir können besser machen, genau. Nein, einfach im Fall, ich habe so ein bisschen, wirklich, ich habe am Anfang gedacht, hey, look, ich höre es. Und ich habe, also eben als jemand, der schon mega lang Manilio hört, ist es grundsätzlich einfach mal mega schön. Mhm. So, weil es erinnert mich, es ist für mich nur ein Throwback, so, weil ich verbinde sehr oft Sachen, die ich erlebe, oder Zeit in meinem Leben mit Musik. So. Mhm. Egal. Fair. Und für mich, jetzt geht es um mich, für mich, nein, für mich ist eben, hat mich Eldorado wirklich jahrelang so begleitet. Manilio Alba hat mich jahrelang begleitet. Ich denke oft denke ich an das eine Video, wenn ich an Manilio denke ich an das eine Video, wo du auf Cokeboy Beat rappst. Was ist das für ein Song? Wie heißt der? Boah, wie habe ich das genannt? Auch Hippie oder so. Der Hippie ist so oder- fucking Das war ein geil. guter Verse gesehen. Das ist so fucking geil. Ja, Mann. Ja. Das ist sogar noch irgendein Vlog, wo du im Backstage das aufgenommen hast, von irgendeinem Konzert. Dann haben wir noch ein YouTube-Video drehen, dass etwas überhaupt existiert. Voll, Mann. Wilde Zeit gewesen. Genau, was ich wollte sagen ist, so, deine Musik hat mich wirklich jahrelang begleitet. So, und darum ist es für mich grundsätzlich einfach verdammt geil, dass ich das darf hören. Und ich hoffe, jeder, der Manilio kennt und auch nicht kennt, gebt euch einfach wirklich ein Album, nehmt euch Zeit, das zu hören. Und vor allem, ich habe ein bisschen probiert, so das auf Shuffle zu hören und ich habe es auch probiert, einfach so Konzeptalbum-mäßig zu hören. Und es hat natürlich ganz eine andere Energy, wenn es einfach von A bis Z durchlos ist. So. Das ist schön. Das Wirklich? heisst, wir haben eine gute Reihenfolge gemacht. Uhure. Ja, Ich habe Mann. oft das Gefühl, mega viele Alben haben eine schlechte Mitte. Oder irgendwann, weißt Das war mir wichtig. Gewesen. Ja, wie so probiert wie schön auch ein bisschen und das merkt man. abwechslungsreich einzuteilen und so. Und ein bisschen Voll. Und das merkt man, weil ich habe, es sind glaube ich 13 Songs, 12. 12. Und oftmals kurz, Ja. oder? So, also ist auch überhaupt nicht wertend, es ist einfach Ja, eine ja. Feststellung, die ich gemerkt habe. Ja. Viele Songs sind irgendwo bei 2,5 Minuten, glaube ich. Mhm. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Ich glaube, es heutige ist auch ein Trend, bisschen. Ja, so, genau, so ein bisschen. Also, Wegen schwierig. TikTok. Wegen TikTok. Nein. Nein. Aber also, eben, das ist einfach etwas, was mir so aufgefallen ist. Mhm. Hey Bro, ich mache jetzt schnell meinen Vortrag. mach Ist du, gut, Bro, so mach du. kann man vorbereiten. Das ist Stage is yours. Und ich habe mir auch ein paar Zitate rausgenommen. Bro, es tut mir leid, ich habe kein Berndeutsch, gut, aber ich habe einfach zum Beispiel beim Song «Kein Schlaf» sagst du ja, ich würde das nicht tauschen, nicht für 1 Million. Mhm. Für das sage ich Nein zu den 5-stelligen Beträgen, zu Mhm. Gold, bla bla. Also ich habe das Gefühl, du rappst sehr viel auf dem Album darüber, dass du kein Cash hast. Ist das so? Also, Mehr als also ich sonst? höre das raus. Ja gut, nein, mehr als sonst kann ich nicht sagen, aber ich versuche das auch aus der Sicht von jemandem zu sagen, der es vielleicht das erste Mal nie hört. So. Mhm. Also, soll jetzt. Hey, ja, etwas zu dem bitte. Also, sagen? was ich ein bisschen fragen ist, oder wir haben das Vorgespräch geführt und Mhm. was ich mega sympathisch finde oder mega geil finde, ist, dass du wieso sagst, hey Bro, ich struggle.
Ja, also nicht nur mit dem Geld, auch im Kopf. Ja, das merkt man auch in kommt dann ganz nachher viel. noch. Ja, also ich glaube, dort im Intro, das mit dem, für das sage ich nicht, so 5-stelligen Beträgen, geht es halt auch darum, dass ich eine Zeit hatte, im 2016, wo das Kryptonit-Album auf Platz 1 ist charted Das ist und Monbijou. alles wirklich durch die Dille gegangen ist, wo es mir sehr gut ist gegangen und nachher kommen irgendwie Anfragen von grossen Firmen, dies, das, wo man nachher, das ist etwas, was ich immer auch wollte. Ja, immer so, eigentlich das Album auf Platz 1, Goldplatte, all das, das ist dann alles passiert. Und so klischeehaft, wie es tönt, ist halt dann so gesehen, man realisiert halt, oh shit, ich bin jetzt gleich nicht glücklich. So, jetzt kann ich das alles abhökeln und ich habe noch genau die gleichen Probleme wie vorher. Ja. Und ich habe nachher irgendwann halt auch gemerkt, dass eben, ich muss irgendwie, ich will nur ein bisschen Frieden für mein Herz, halt auch für das eben Nein sagen. Dass ich dann nicht irgendeinen peinlichen Scheiß muss machen muss, den ich gar nicht geil finde und irgendwie, ja, ich muss irgendwie dort so ein bisschen die Mitte finden. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich jetzt an einem sehr, sehr schöneren, besseren Ort mittlerweile bin, wo ich auch merke, okay, schau, das würde mir keinen Spass machen, das wäre vielleicht gute Promo, aber auf das habe ich keinen Bock, das sage ich gescheiter einfach ab. So. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich will in jedes Interview, weil ich will gehört werden, ich will gesehen werden, ich will allen zeigen, so, ich bin der beste Rapper und ich habe das besser als all die anderen. Und dann hatte ich irgendwann so einen Moment gehabt, wo ich so gemerkt habe, ich bin irgendwie in einem Choice oder so oder irgendwie in einem SRF-Interview und mir ist total unwohl. Ich bin nervös, mache mich fertig, ich komme nicht klar so und habe irgendwie auch gemerkt, so, hey, vielleicht ist das gar nicht so mein Platz, weißt du? Vielleicht muss ich das nicht machen, wenn das für mich gar nicht so funktioniert. Checky. Fühlst du dich wohl bei uns? Sehr. Geil. Sehr. Okay. Hey, ja, ich finde, also es ist ja eine Diskussion, die es so lange gibt, wie es schon Kunst gibt. Ja. So, bist du real Ja. oder bist du Sellout? So. Und ich finde, die Grenzen haben sich vor allem so im Schweizer Rap ein bisschen verflüssigt. So. Es gibt ja viele Musiker, die zum Beispiel auch offen sagen, hey, schau, ich will von diesem Scheiß leben, also mache ich Werbung für shady Zeugs oder mache ich Musik mit Leuten, die ich sonst vielleicht nicht hören würde. So. Ja. Und das gibt's, oder? Ja, ja. Und das ist, ich habe aber gleich das Gefühl, du tust das nicht verurteilen. So. Du sagst einfach, hey, schau, das ist einfach mein Standpunkt. Nein, ich finde das auch, also ich finde das etwas, was sich sehr in eine coole Richtung entwickelt hat, gerade im Schweizer Rap, so, dass es mittlerweile eben viele Leute gibt, die finden, hey, ich nehme das ernst. Und früher war es immer so ein bisschen, wir haben alle Rap gemacht und haben nachher aber alle so, ja, das machen wir echt so ein bisschen nebenbei, wir sind eigentlich viel zu cool für das und Schweizer Rap ist ein bisschen lächerlich und so. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr geile Entwicklung, dass es mittlerweile wirklich viele Leute gibt, die finden, hey, wir wollen im Fall das und wir gehen im Fall rein, wir meinen es ernst, wir wollen richtig, richtig Gas geben. Das finde ich super. Obwohl es ein bisschen gegen deine Werte ist. Hey, ich glaube, ich muss einfach nach wie vor bei so ein bisschen dran, halt irgendwie meinen Weg zu finden, wie ich das eben machen kann, an einem Ort, wo es mir auch wohl ist. Und, ich glaube, das ist ganz etwas Normales. Ich glaube, was vor allem jetzt auch noch schön zu hören ist, dass auch nach 20 Jahren immer noch Sachen gibt, wo du sagst, oder wo du immer noch sagst, ich bin noch meinem Platz. Also ich bin noch am schauen, dass ich mich absolut irgendwie noch wohlfühle oder weißt du, dass das normal ist, dass du nicht irgendwie musst, das Gefühl hast, ich muss mich etabliert haben irgendwo nach ein paar Jahren. Ich muss irgendwie Fuß gefasst haben und ich muss irgendwie dahin gehören. Ich finde es auch schön, dass man jetzt gehört, hey, jemand, der lang im Business ist, hat immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, es beschäftigt mich immer noch, höre ich, brauche ich das, soll ich das und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist auch schön zu hören für andere Artists, wo sich vielleicht auch heutzutage eben viel Druck machen, weißt? Ich glaube, wir haben heute viel mehr eine Gesellschaft, wo einen Druck hast, dass du musst in schneller Zeit Erfolg haben. Wenn nicht, bist du nicht gut. Aha, ja sicher. Und ich glaube, es ist gut zu hören, dass jemand auch, der Erfolg hat und seit Jahren dabei ist, immer noch die gleichen Gedanken hat oder immer noch mit gewissen Gedanken spielt, wie vielleicht von Anfang oder vor ein paar Jahren. Also dass es völlig normal ist, dass man einmal Zweifel hat, Gedankenspiel hat und Sachen hinterfragt. Ja. Und ich glaube, es ist auch gut zu wissen, dass, also auch zu sehen und zu hören, auch für die Leute.
ich glaube, es ist eine normale Entwicklung, oder? Wo alle durchmachen, wo du irgendwann erwachsen wirst, oder? Eben mit 25 so, ich habe einfach irgendwie gemacht und ich bin irgendwelche Interviews reingerannt und habe einfach eben so ein Bedürfnis gehabt, so gesehen und gehört zu werden. Und ja, nachher irgendwann schaust du zurück und denkst so, das ist einfach ein bisschen weird gewesen, das wäre nicht nötig gewesen. In dieser TV-Show hätte ich nicht müssen, sehe ich komisch aus, man merkt es mir an, Leute haben das Gefühl, irgendwie der Arsch ist oder so. Das hast du vorher gesagt mit dem Pokerface oder was auch immer. Hey, Arschisface. das ist im Fall etwas, wo mit vielen aus der Branche, wenn ich zum Beispiel über dich rede, wenn ich darüber rede, wie es ist, dich interviewen zum Beispiel, das ist etwas, wo ich viele Leute gehört sagen, einfach, ich kann den Menü einfach nicht lesen. Hey, ich glaube im Fall, eben, ich bin dort jetzt auch, ist in den letzten Jahren, glaube ich, auch wirklich viel passiert, wo ich in der Vergangenheit sicher eben auch das Gefühl hatte, so, ich muss einfach Sachen machen und mittlerweile sehr, sehr, sehr an einem gesetzten Ort bin. Ja. Und ja, ich glaube, das hat auch viel mit den Kindern zu tun. Jackie sehr. Hey, übrigens, du hast vorhin das Joyce-Interview angesprochen. Du hast, glaube dort mal, also ich wollte dir sagen, es ist mir im Fall heute noch geblieben. Du hast dort einen Satz gedroppt und hast mal gesagt, hey, das ist fucking Rap und wenn du dich selber nicht der Geilste findest in diesem Business, dann lass sie. Okay. Das hast du gesagt und das hat mich im Fall jahrelang begleitet. Ich Ja, habe Aber also beim vielleicht- Duschen. ja, täglich. Ich habe mir gedacht, fuck. Er hat immer so, Rap. er so, also beim Trainer bei dir gesagt, so, hey, look, ich glaube, es ist vielleicht besser, aber einfach so schnell ein Blackout, sie ist so lauter. Also ich habe gerade an Manilio gedacht, Joyce. Sorry, auf jeden Fall. Nein, ich meine, vielleicht würdest du es heute nicht mehr sagen. Aber ich finde, damals hat es mich auch motiviert. Ja, also für die Rap, oder? Ja, genau. Ich mache jetzt auch 16er. Der YG ist er aber eigentlich. weißt du, so, du kannst es ja wie so auf alles andere in der Kunst oder in dem whatever. Ja, ich glaube, man muss nicht das Gefühl haben, dass man der Beste ist. So, also, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich bin der Beste in allem. So, aber ich glaube, im Rap hilft es sicher, wenn man überzeugt ist von sich selber. Das ist so ein gesundes Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Aber eben, ich finde mittlerweile auch, es gibt Leute, die, weiß nicht, die in verschiedenen Formaten verschieden gut funktionieren. So. Hey, ja, und ich glaube, wie du gesagt hast, ich meine, du bist jetzt an einem Punkt, wo du einfach auch eine finanzielle Verantwortung hast gegenüber anderen Menschen. Genau. Also du hast jetzt Kind, dann du musst sagen, wie viel von deinem Privatleben du preisgeben willst, aber es ist sicher sehr wichtig, dass du Geld verdienst, so, Ja. mit deiner Kunst, mit deiner Arbeit. Und ich glaube, das macht dann auch nochmal etwas mit einem, oder? Ja, klar. Eben so ein Sicherheitsbedürfnis, das halt irgendwann auftaucht. Und bei mir war es auch so ein bisschen gewesen, dass ich halt wie gemerkt habe, hey, okay, ich mache das jetzt 15 Jahre und irgendwann hast du so das Gefühl, oh Mann, ist das echt die richtige Idee gewesen? So, wenn du nachher merkst, okay, Leute, die mit mir vielleicht in der Berufsschule sind, so, ich habe eine Lehre gemacht und dann eigentlich nicht mehr viel und dann sehr schnell auf Musik gesetzt. Dann merkst du so Leute, die vielleicht mit mir in die Schule sind oder in die Lehre, so, die kaufen sich jetzt ein Haus und so. Und er kommt auf Zürich im Podcast zu uns. Und ich bin einfach so, ich bin halt in meiner Wohnung und bin sehr weit entfernt davon, mir irgendwie ein Haus zu kaufen und so. Und Promotour mit dem ÖV unterwegs und so. Und dann denkst du so, Mann, vielleicht hätte ich auch gescheiter irgendwie noch eine Weiterbildung gemacht und hätte jetzt irgendwie 200.000 auf dem Konto. So, so das spürst du natürlich irgendwann schon, eben besonders wenn man ein Kind hat, so mit dem Sicherheitsbedürfnis und so. Und dann denkst du so, Mann, irgendwie wäre es vielleicht schon geil, nicht einfach nicht mehr so vor Hang ins Mut zu leben die ganze Zeit. Und, aber ja, gleichzeitig ist es natürlich auch, ist mir bewusst, ist es, sich beschweren auf höherem Niveau. So, ich habe jetzt die letzten 10 Jahre einfach wirklich machen, was ich Bock hatte. So. Ich habe mein Studio, ich kann selber meinen Tagesrhythmus bestimmen und so. Und das ist ja auch etwas, was sich viele Leute wünschen. So. Ja, aber ich meine, es ist einfach Schaffen. Also weißt du, so, das darf man auch nicht. Ich habe das Gefühl, oftmals sagen die Künstlerinnen so, ja, weißt, ich darf mich nicht beschweren, weil ich darf arbeiten. Aber ich meine, du schaffst ja. Das ist ja wie ein Fußballer, weißt du? Also Fußballer verdient exorbitant und so weiter, aber das ist so. Krass. So ich soll sagen, schlussendlich, es ist trotzdem Arbeit, die dahinter steckt. Weißt du, ob sie jetzt gerechtfertigt ist, wie es ausgezahlt wird, kannst du reden. Ob jetzt irgendwie, weiss ich auch nicht, ein Cardi B so viel verdient für eine Stunde, 45 Minuten, kannst du immer noch reden. Aber schlussendlich, es ist Arbeit dahinter, die du nicht absprechen kannst.
Ja, und ich glaube auch, das Gras ist immer grüner auf der anderen Genau. Seite. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die vielleicht mal mit mir in die Schule sind, die mir in der Zeitung sehen, denken so, wow Mann, stell dir mal vor, wie geil auf einer Open-Air-Bühne stehen. Das wollte ich sagen, Bro. Weißt, ich meine, du sagst, oh Mann, ich hätte lieber vielleicht so die paar 100k oder vielleicht jetzt so das Thema Haus für mich und meine Familie. Aber du weißt nicht, Bro, vielleicht ist der auf der anderen Seite mit dem grössten Anschiss arbeiten, Ja. weil er muss. Er sagt, ich muss ja Brot heimbringen und das ist mein Job. Es ist das Einzige, was ich momentan habe. Ich muss. Und er hat maximal Anschiss. Und er hat gar keine Lust. Und dann ist es so, ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat so ein bisschen so seinen Rucksack, den er mit sich trägt und vor allem so eben, ich glaube, bei Leuten, die kunstschaffend sind, wo vor allem halt in der Schweiz noch versuchen mit dem Leben, ist einfach ein grösserer Druck da. Vor allem, wenn eben so etwas kommt wie mit, ich habe jetzt Familie. Weil ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht vor der Familie so voll, ich sage jetzt nicht kreativer, aber du hast sicher einfach mal gehen lassen. Jetzt hast du ja wie so ein bisschen Verantwortung. Du kannst ja nicht zum Beispiel sagen, ja, ich tue jetzt auch mal das Jahr 3 EPs raushauen, ich sage jetzt irgendetwas und nächstes Jahr versuche ich es mal mit Konzert. Sondern es sind Leute, die vielleicht auf dich angewiesen sind, die vielleicht darauf warten, dass du vielleicht irgendetwas heimbringst oder irgendwie Sicherheit gibst und hast du das Gefühl, dass das ein bisschen deine Kreativität vielleicht einschränkt, was du jetzt wie so ein bisschen Druck hast, weißt du? Es ist ein Riesenthema, natürlich. Also wenn ich jetzt irgendwie morgen Bock hätte, irgendwie ein Gangster-Rap-Album zu machen und irgendwie, also so, müsste man sich dann schon überlegen, ja, funktioniert das oder nicht. Aber das muss ich natürlich schon auch irgendwie probieren auszublenden. Es ist schon immer so ein bisschen, okay, das muss irgendwie auch laufen, das Album. Aber ich bin dort, glaube ich, auch in der Position, wo, also weißt, ich bin so aufgewachsen mit MTV, Viva, Snoop Dogg-Videos, genau. bla bla bla. Und ich habe zum Beispiel so die Singles oder so die Pharrell-Sachen, Beautiful, Frontin und so, ich habe das immer geliebt, so alle die poppigen Sachen. Yeah. So. Ich bin wirklich mit dem gross geworden. Und darum ist so, mal einen poppigen Rap-Song machen, ist für mich auch wie so, ist nicht irgendwie das Problem. So, weil ich wie so finde, das ist Musik, die ich auch gerne höre. Was so real ist. So. Und dementsprechend, ja, habe ich dort irgendwie auch nicht das Gefühl, kommst du zu mir, Buddy? Komm zu mir, bitte. Wäre so schön. Komm. Du musst dich ein bisschen strecken. Alles cool. Ja, von dem her habe ich wie auch das Gefühl, ich muss mich nicht mega verbiegen oder so. Oder irgendwie so jetzt etwas machen, was mir nicht entspricht. Aber auch dort ist immer so ein bisschen, man muss halt irgendwie so den Mittelweg finden. Hey, aber voll, ich habe auch das Gefühl, als ich das Album gehört habe, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, kein Song hat dich angeschissen zu machen. Nein, auf keinen Fall. Es ist im Fall wirklich auch so ein bisschen auf eine schon fast egoistische Art. Das Album ist, glaube ich, jetzt schon das gewesen, was ich so gefunden habe, das mache ich jetzt echt für mich. Ja. Und jetzt ist es geil, ich habe mega Freude. So, ich bin total happy mit dem Album. Der Dafu vom Label sagt vielleicht jetzt es nicht sagen, aber es ist wirklich mehr auch schon darüber geredet. So. Es ist halt wirklich so, mir ist es auch ein bisschen egal. Ja. Also weißt du, so, es ist wirklich so, ich bin so happy mit dem Album, dass ich wie so finde, hey, wenn es Hure zieht, voll geil, ich bin ready, so, ich habe Bock, ich freue mich und so. Aber wenn im Fall die Leute finden, es ist scheiße, ich weiß im Fall, dass es nicht scheiße ist. So. Ja. Ich bin wirklich happy, so, ich habe es für mich gemacht. Fuck it. Das ist auch ein schönes Album, muss ich sagen. Also, ich darf wie der Josh so vor allem Musik mit Moment verbinden. Also es muss nicht mal eine Musik sein, die ich zu dem Moment gelost habe, aber viel tut auch in mir Moment wieder holen, wo einfach ich das Gefühl habe, das passt zu dieser Musik zum Beispiel. Und ich sage immer wieder, die Zeit 2010 bis 2013 so, ist so einer der geilsten Zeiten in meinem Leben, weißt du. Ich und Josh haben viel erlebt, wir sind viel unterwegs gewesen. Und dort haben wir zum Beispiel gewisse Alben zusammen gelost, wo eben so Good Kid, Mad City und so weiter, wo wir die ganze gelost haben. Und immer wieder, wenn ich die Alben los, ich komme gerade Flashbacks über auf die Zeit. Ja, klar. Und ich habe jetzt dieses Album gelost und ich habe gerade wieder, weißt, so an eine gute Zeit, einen Flashback gehabt. Es ist so, ich habe die gute Zeit wieder vor mir in den Augen gehabt, die Musik hat gepasst, die Melodie hat gepasst und es ist einer, der gute Stimmung verbreitet, der so auch ein bisschen nachdenklich macht, aber im positiven Sinn. Das ist aber genau, was ich wollte sagen. Eigentlich, wenn du das Album hörst, es gibt dir mega cool Vibes. Wenn dich aber konzentrierst ein bisschen drauf, Eben, ja. was der Text ist, Bro, es fuckt dich auch ab. Ja, weißt du, ja. was ich meine? So. Hey, ich hatte letztens so ein Gespräch gehabt, wo mir jemand gesagt hat, hey, es ist voll ein positives Album. Ja. Und ich habe halt während dem Machen haben wir immer so gefunden, hey,
wow, man, es wird so ein schweres Ja, Album und jetzt noch ein trauriges Lied und so und jetzt Ja, muss ich ja. langsam ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube schon, es hat immer noch so ein bisschen einen optimistischen Grundton. Ja, aber eben, es kommt völlig darauf an, wie es los ist. Also weißt, wenn du dir wirklich Zeit nimmst und anliegst zum Beispiel und sagst, ich höre jetzt die Musik, ich schaue jetzt, was passiert mit mir, wenn ich das höre, dann, dann ist es ganz ein anderer Vibe, als wenn du es einfach laufen lässt, während du kochst zum Beispiel. Mhm. Und schon klar, es haben viele Alben, aber ich finde, das Album hat das hure speziell. Also eben zum Beispiel, eben, ich gehe jetzt mal gerade weiter, zum Beispiel in meinem Kopf, finde ich übrigens auch ein geiler Song. Danke. Eine Line interessiert mich einfach so, es nimmt mich einfach wunder, wie viel von diesem Lied ist für dich fiktiv so, und wie viel ist autobiografisch. So die eine Line ist, wir haben uns nur kurz gesehen draussen vor meinem Lieblingsladen, jetzt lebst du in meinem Kopf, ohne Miete zu zahlen. Um wer geht's? Hey, dieser Song ist wirklich so ein bisschen, das war meine Idee, gewesen, wo wir angefangen haben damit. Und ich habe wirklich so ein bisschen probiert, das Thema zu behandeln. Also es ist nicht autobiografisch. Es ist einfach, ich wollte wirklich so die Thematik von jemand läuft einem über den Weg und man vergisst vielleicht die Person nicht mehr. Ja. Und dann die ganze eben das Gedankenspiel mit jemandem wohnt in meinem Kopf. Ja. Krass. Das hat Zwei auch... grosse Fenster. Ja. Wir kennen alle das Meme, oder? Ja, sicher, fix. ja. Der Adi Süleyman hat auch so ein Lied, wo ich lange nicht gecheckt habe, Ja. wer liebt er eigentlich? Aber dann geht es auch darum, er hat jemanden gesehen und Ja. den Kopfkino und verliebt und so, aber er kennt den Mensch gar nicht. Ja. Genau. Krass. Hey, das ist aber auch ein wiederkehrendes Thema, oder? Also ich meine, Liebe und jemandem hinterherlaufen, mental, kommt ja Ja. wieder. Und vielleicht ist auch das, was ein bisschen in diesem Album so ein bisschen die Frühlingsgefühl so ein bisschen rausbringt. Weißt du, was ich meine? Was für ein Gefühl? Die Frühlingsgefühle. Frühlingsgefühl. Ich habe jetzt Führungsgefühl erwartet. Ich so, wer ist für? Aber hey, eben, ich finde auch so, also ich muss sagen, eben, sehr geile Lieder. Ich habe die ersten paar Lieder gehört und fand geil. Und nachher kommt für mich einfach ein Track, der einfach alles fickt, Bro. 45 Boogie. Ah, okay. Finde ich wirklich, Den habe ich auch mega gern. Bro, Das also, ist hart, oder? also einfach der Flow. also wirklich- Ich habe das so gern. Bro, Song. das ist so ein kranker Song. Also wirklich. Danke, Mann. Ähm, Das freut mich, dass du den gut Den findest. finde ich richtig geil. Vor allem eben da, du hast allein alles, was ich kann will, ist Pflaster für den Pain, Herz für die City, Rockefeller Chain, Leben ohne Dilly, vielleicht ein Pokal. Und nachher sagst du, wenig überleiten, wieso überhaupt. Mhm. Das hast du vorher angesprochen. Wenn wir darüber reden, wieso? Bitte, Bro. Also das ist das Thema, das nachher auch noch auf dem Album vorkommt. Ich muss vielleicht ein bisschen einen grösseren Bogen nehmen. Bitte. Auf dem 4-5 Boogie-Song geht es für mich ein bisschen um, ich bin ursprünglich von Solothurn. Und ich bin irgendwann weggegangen von Solothurn und habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss meine Stadt stolz machen. Ich will irgendwie das, ich habe das Bedürfnis gehabt, irgendwie einen Swiss Music Award zu gewinnen, so, das wäre mir irgendwie wichtig gewesen. Und irgendwann habe ich mich so gefragt, warum? Warum ist mir das so wichtig? Und habe einfach auch gemerkt, dass das alles wahrscheinlich auch ein bisschen zurückzuführen ist darauf, dass ich meinen Vater früh verloren habe. Und einfach immer so ein bisschen ein Bedürfnis hatte, irgendwelche Leute zu beeindrucken. Halt anstelle von meinem Vater wahrscheinlich. Ja. Aber lang eben darum, wenn ich überlegt, wieso der überhaupt, auch gar nicht gewusst habe, was passiert. So, ich einfach immer wollen, machen, dass alle wirklich sehen, so, ich bin der Beste und so. Und wahrscheinlich ist es auch gewesen, zum irgendein Loch füllen. Pause. Das finde ich eben so also erstmal fuck. Nein, aber ich finde das finde ich so krass, weil ich los den Track und du spittest wieso, ich will das. Und ich denke mir so, ja Mann, weißt du, ich will das auch. Und nachher sagst du, aber wieso will ich das? Das finde ich so krass, dass du das wieso im gleichen Atemzug, weißt du, wieso kannst du sagen und reflektieren. Ich finde, ehrlich gesagt auch, wenn ich mir das jetzt so überlege, der Song ist sehr geil, ich habe den sehr gern, aber ich glaube, man hat so thematisch hat man es noch ein bisschen klarer können sagen. So, also wieso, das jetzt wie nicht alles das müsste zu erzählen. Aber Ja. um das geht es so ein bisschen. Ja, aber das
finde ich wirklich krass. Macht vielleicht aber auch eine gewisse Art und Weise vielleicht auch einen Song aus, weißt du, dass du auf die Art und Weise, wie du es am besten verstehst, raushaust und hauptsächlich, also weißt du, das ist schon für dich macht, also ich sagen so, okay, logisch würdest du dir wünschen, wenn Leute wahrscheinlich Lieder hören und sagen, okay, wegen dem, okay, das ist der Grund. Aber ich glaube, das macht ja einen Song ja aus, dass man, weil man halt nicht genau nur detailliert auf das jetzt auf dich bezogen geht, dass man wie auch einen Raum offen lässt, dass Leute sich auch in das interpretieren selber und sagen, Ganz wow, genau. weißt du eben, auch ich, gute Frage, weißt du, verstehe ich jetzt auch. Ja, Ja, ich finde es einfach wirklich sehr reflektiert, Mann. Und eben, du hast deinen Vater angesprochen. genau. Was der nächste Song, finde ich, was ist der nächste? Mama liebt mich? Ja, da kommt 2 nachher. 2 nachher. Okay. Ja. Das ist ein Song, Bro, der ist für mich sowieso, ich bin ein Sucker für so Tracks, finde ich unglaublich, Bro. Also, ich weiß nicht, ob du... Macht weh. Er macht wirklich weh, Mann. Also weißt du, so, für mich ist der Song wie so in 2 Teilen oder fast sogar 3 Teilen. So, irgendwann ist ja das Generationenspiel. Erst redest du über deine Eltern und nachher redest du darüber, dass du jetzt Kind hast. Genau. Und ich muss erst mal einfach sagen, Bro, das ist crazy, wie du wirklich malst mit diesen Lyrics. So, ich würde gerne, das ist für mich wie so in der Reimstunde, ich lese jetzt nochmal etwas vor, sorry, aber Unbedingt. das ist wirklich wichtig, weil ich habe mir das heute nochmal angelost und heute nochmal ganz genau angelost und dann sagt er einfach, wie du malst mit den Lyrics. Du sagst, Handy im Fahrtwind, immer wenn wir fahren, also weißt du, kennst du, wenn du als Kind früher genau, das gemacht hast. Bulls haben 6 Ringe an den Finger und mein Paps geht seinen langsam ab, oder Trab, sorry. In Australien vielleicht zu lange draussen gewesen. Ah ja, die Line. Zuerst Viel, Ops, dann eine Chemotherapie. Mhm. Alles geben, absolut alles geben und scheint als Länge alles nicht. Mhm. Mama liebt mich, Paps nicht mehr da. Ein Pfeifton in meinem Ohr hören ihn heute noch. Bro. Ja. Fuck, Bro. Ja. Die Line kann ich mich auch erinnern, ja. Was soll ich sagen? Ja, mein Vater ist gestorben an einem Tumor, also das ist mehr als 20 Jahre her. Mhm. Ich war, glaube ich, 13 gewesen. Und ist ein riesen Thema natürlich in meinem Leben. Auch ein Thema, das für mich halt wieder aufgegangen ist, als ich selber Vater geworden bin, wo sich wie so die ganze Beziehung zu den eigenen Eltern wie auch nochmal kehrt und du merkst so wie, okay, jetzt verändert sich etwas, was passiert genau. Und dann habe ich halt wieder über das nachdenken. Und nachher eben auch in anderen Songs hört man das auch, oder auch viel gemerkt, okay, das und das ist für mich passiert. Ich bin auch nach wie vor in Therapie, so, ich habe das auch wie so gefunden, hey, ich will wie das Thema nochmal aufmachen und vielleicht gibt es da noch etwas, das muss verarbeitet werden oder so. Und ich habe halt dann auch gefunden, okay, das ist vielleicht etwas, was ich mal noch probieren will, in einem Song umzusetzen. Vielleicht kommt der Song gar nicht raus, vielleicht probiere ich es einfach mal, probiere mal den Text schreiben, schaue mal, was passiert und ja, dann ist halt der Song passiert. Und von wo wir den hatten, ist eigentlich nachher auch recht schnell so klar gewesen, okay, ich glaube, also ich habe das immer so gesehen, ich habe gesagt, das ist echt so ein bisschen das Herz vom Album. Ja, oder? 100%. Das ist so der persönlichste Song, vielleicht der persönlichste Song, den ich ever gemacht habe. So. Und alles andere geht so ein bisschen um den herum, kann man so ein bisschen drum herum gruppieren. Darum ist er auch auf der Mitte vom Album. Ja, Mann. So. Ja, Mann. Insane, Bro. Wirklich insane. Ja. Schön. Auch schön überlegt. Mit in der Ja, Mitte. das meine ich mit Konzept. Oder so. Darum musst du das Album von Anfang bis Schluss in der Reihenfolge, wie du es oder ich sage so, wenn du das so hörst in der Reihenfolge, dann hat es ganz ein anderes Feeling, als wenn es Shuffle ist. Ja, also wäre auch zum Beispiel ein Song, der nie hat als Single rauskommen, finde ich. So, es ist mega wichtig, dass man den erst hört, wenn man das Album hört. Ja, Mann, und er ist eben so ummantelt irgendwie, weißt du, so mit der Geschichte vorher, mit der Geschichte nachher. Hey, wirklich einfach ein schöner Song und ich habe ihn heute nochmal gehört beim Einkaufen und dann habe ich einfach gefunden, fuck, ich kann das nicht hören. Also weißt du, wie es einfach schade ist, Bro, ich kann nicht so einen Song hören, während ich etwas mache, weißt du so. Also ich habe ja selber auch jetzt nicht die ganze Zeit Lust, diesen Song zu hören. Check ich voll. Es war wirklich heavy gewesen, um das irgendwie aufzunehmen und so. Und ich habe es dann auch
meiner Familie gezeigt und habe das wie von ihnen absegnen, dass sie wie sagen, hey, du darfst das, ist okay. Das Lustige war, dass meine Mutter hat wie so gesagt, du machst das schon gut. Ich will es nicht hören. Krass. Und das war irgendwie vor 1,5-2 Jahren gewesen. Also so lange liegt der Song auch mehr oder weniger. Krass. Der Text schon rum. Und nachher habe ich aber jetzt vor ein paar Wochen habe ich wie so gefunden, Mom, jetzt kommt im Fall das Album raus, so, du wirst eventuell mit dem konfrontiert, so, das geht an die Öffentlichkeit, jetzt musst du im Fall den Song noch hören, dann haben wir das noch gemacht. Zusammen? Ja. Uremotional gewesen wahrscheinlich. Hey, es geht im Fall, also es war noch schön gewesen. Meine Mom ist auch sehr abgeklärt, manchmal. Also sie ist wie so, sie hat schon 2-3 Mal so ein bisschen Wasser in den Augen gehabt. Am Schluss hat sie gefunden, ja, hast du gut gemacht. Sie so, ist nichts gegen Eldorado FM, du. Schlechter Rhyme. Ja. Nein, also ich meine, 20 Jahre sind auch eine lange Zeit, um Sachen verarbeiten können. So. Ja. Aber hey, crazy. Und ich finde es im Fall auch, also weißt, es gibt wie so Songs, wo ich das Gefühl habe, Leute nehmen sie auf und sagen so, hey geil, ich habe etwas Dramatisches erlebt. Jetzt kann ich einen Song machen und dann kann ich erzählen. Aus den Rapper, so kenne ich, die werden angeschossen, nachher die so, weißt du was? Jetzt ein Rapper werden wäre etwas. Genau, das meine ich. Also, es passiert etwas Schlimmes, dann sagen sie, geil, jetzt kann ich einen Song darüber machen, damit ich nachher kann in Interviews erzählen, wie Buhu mein Leben ist. So. Aber ich habe wie auch das Gefühl, du hast den Song wie so gemacht und jetzt bist du so, hey, look, ich kann es wie einfach auch machen. So. Hey, ich habe mir dann irgendwie schon auch viel Gedanken darüber gemacht, so, wollte jetzt das überhaupt rausgeben und weißt so. Weil so ein öffentlicher Mensch bist du eigentlich nicht. Hast du auch gedacht, so, vielleicht ist es ein bisschen too much von mir preisgeben? Vielleicht? Ja, und auch so gegenüber jetzt meinen anderen Familienmitgliedern. So, verkaufe jetzt gerade meine Mutter oder meine Familie oder so, ist das überhaupt okay? Und darum ist es wie auch wichtig, dass sie so finden, hey, das ist cool, darfst du machen. So. Aber also ja, ich weiß jetzt auch nicht. Es ist jetzt schwierig zu sagen, jetzt, wo das Album noch nicht so lange draussen ist, was genau mit dem passiert. Aber zum Beispiel in der Live-Show spielen wir das jetzt nicht. Ja, also das war für mich wie klar gewesen, so, dass vielleicht irgendein ist. Das wäre ein Damar, Bro. Wenn es vielleicht bei ein uns Mal so. Unplugged Was Album heisst das? machst. Damar, es gibt spezielle in Türkei gibt's Musikrichtung, Kategorie, die sich Damar nennt. Und Damar heisst wortwörtlich übersetzt Adern. Es hat gewisse Künstler in der Türkei, die so deep und traurige Lieder gemacht haben, dass sie an Live-Auftritt müssen Leute kontrollieren nach Rasierklingen und Ähnlichem, wie sie sich live anfangen zu ritzen, weil es so emotional war. Ja, Mann. Und das nennen wir Damar. Das ist so, das nimmt dich so fest mit. Musik, die direkt reingeht, Bro. Da rein, Bro. Das Nein, ich glaube, das wette ich nicht am Konzert. Okay, nein, das nicht, aber ich meine mehr so, es ist einfach, immer wenn wir so Lieder beschreiben, die extrem berührend sind, dann muss man sagen, das ist Damar. Das ist so, das geht da rein. Machen das nicht, logisch nicht, aber es geht mehr so darum, zu sagen, es berührt richtig. Ja. Voll. Nein, aber jetzt mal schauen. Hey, nein, wir müssen auch nicht weiter über den Track reden, aber ich wollte auch sagen, das ist für mich ein Paradebeispiel, wie du malst mit deinen Lyrics. Also für mich ist es wirklich so, wenn du deine Augen zumachst, Bro, das ist für mich auch wie ein Film. So, ich habe alles gesehen, weißt du, so, du in dem Auto und du bist der grösste Bruder und eben deine Hand ist im Wind und wirklich insane, Mann. Ja, das ist noch etwas, das habe ich vorher noch schnell anschneiden, wo halt auch ein grosses Thema ist, ist das wie ich habe Rap angefangen machen, nachdem mein Vater gestorben ist. Also das ist halt so, auch, das kommt ja auch im Song vor, oder so, er hat nie ein einziges Lied gehört von mir oder irgendetwas gewusst über das. Und er fragt sich halt irgendwann schon so, ja, was hat er eigentlich gehalten von dem, so, vielleicht hat er es cool gefunden, vielleicht nicht. So die Fragen, die halt auch über all die Jahre immer wieder mal auftauchen und so, besonders jetzt eben, wenn man irgendwie 5 Alben gemacht hat und ja. Aber eben darum sagst du ja so reflektiert, hey, eben, ich wollte Anerkennung bekommen. Eben vielleicht, weil es für dich repräsentativ war für deinen Dad. Ja, auf jeden Fall. Ja. Krass. Wolltest du gerade etwas sagen? Ich kann vorher den Titel raussuchen. Also mein Favorit, den ich gehört habe, so, oder habe verloren. Ich bin nicht sicher, ob es mein Nachname ist oder Nachname einfach. Nachname, yes. Der ist geil, der finde ich geil. Nachname ist perfekt. Geil. Oh, guter Pick. Bro, der ist für mich, Bro.
Geil. Bro, ich habe den gelesen und ich einfach denke so, ja, Mann. Spielt keine Rolle, was für Nachnamen du hast. Ja, Mann. Wir sind Brace. Aber Ein das Song ist ohne Drums. Das ist krass. Krass. Ja, ja. Aber das ist noch krass, weil du redest ja in dem Song über einen Beef, über einen Kindergarten-Beef Ja, ja. So ein bisschen und alles sagst so, Mögliche. was ist das für ein Scheiß, wir folgen uns und Ja. Ist das auch eine Message an jemand? Ich glaube, Oder- es ist so ein Mix aus ein paar Erlebnissen auch. Ja. Mit verschiedenen Leuten, die ich irgendwie mal so Beef hatte und Mhm. nachher, wo man dann im Nachhinein so merkt, Alter, ein bisschen peinlich gesehen. Ja, check. Ja, fix. Check. Nein, aber es ist wirklich auch ein Song, wo ich finde, hey, eben uren nostalgisch irgendwie, Mhm. aber auch mega viel gut. Also Ja. weißt du, so, Hey, wer macht die Beats? Wer hat die Beats gemacht? Der Lucien, der Rock P, Rock P, heisst Bro, er. Shoutout. Und der Ganz- Levin, der ganz heisst schöne einfach Beats. Sie haben so ein bisschen den grossen Anteil von mir gemacht und haben auch wirklich, muss man sagen, an dieser Stelle harte Arbeit geleistet. Also weißt du, so, wir haben so lange an diesem Teil gearbeitet, so viele Sachen angefangen, Zeugs wieder verworfen und so. Da ist viel Zeit und Liebe so reingesteckt. Bro, worden. einfach mad Respect auch. Ich kann leider nur über den Lucien reden, über den Rock P. Bro, da merkst du auch, der Typ lebt Musik. Ja, auf jeden Das sind Fall. schöne Beats, Bro, wunderschöne Beats. Ja, aber es ist so, es gibt, glaube ich, man kann auch auf verschiedene Wege Hip-Hop machen. Wir haben auch früher eben auch einfach Beats genommen, draufgerappt, der Song ist fertig. Und irgendwann ist du schnell an und findest so, man könnte eigentlich noch das und das, noch ein Instrument spielen, noch dort ein Break, dort ein Er spielt ja Instrumental. selber, der Lucien, gell? Ja, er spielt die jenste Instrumente. That's crazy, Ist der der Dings von der Schweiz? Er ist der Ryan Leslie von der Schweiz. Ryan Leslie von der Schweiz. Oh, das ist ein fies. Nein, weil der Ryan Leslie Film. Ja, ja. Er tut ja alle Instrumente so, oder? Die, Ja. Ja. die Videos, Yeah. die einfach so echt fake sind. Ich schwöre, Alter. Der Aber was. wir haben es auch geglaubt. Ja, Mann. Wir haben allen gesagt. Hast du gewusst? Der Ja, hat gut. im Fall auch noch irgendwann steht so Real Life, so Freikirchen-Style, auch noch so. Du, das ist schlimm runtergefallen, Bro. Weißt du, wer auch Gell? schlimm runtergefallen ist? Wer? B.O.B. Hast du es mal mitbekommen? Nein. Kennst du noch B.O.B.? Schweiz? Nein, das Aha. ist der mit dem Bruno Mars den einen Song gemacht hat. Beautiful girls all over the world. Wir singen mega gut. Ja, zusammen. gell? Aber weißt du, wer ich mich wundere nicht, also mich wundert, was ist mit dem Typ passiert? Zurück. Heute ist bei dir auch ein paar Mal passiert, aber ich kann den Willen gönnen in dem Moment. Danke. Der Beautiful Girl. Sean Kingston. Sean Kingston. Was passiert? Was ist mit dem? Bro. Lebt er noch? Hey Bro, ich weiß nicht, aber der hat ja einen Song darüber gemacht, dass er sich umbringen will, weil sie so schön ist. Okay. Auch ein Kurt einfach. Damar, Bro. Einfach, Einfach Damar-Musik. einfach Er ist Sean so schön, Kingston. ich bring mich um. Der und der ist jetzt der, wo mir letztes Mal gerade einfach in den Sinn kam. Ich so, hey Bro, was macht er eigentlich? Da gibt es, glaube ich, schon auch noch irgendwie. Der hat mal aber mit dem Justin Bieber etwas gemacht. Definitiv, ja. 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 Justin Das Bieber? wissen wir. Der ist immer rum, aber nie wegen Musik. Der Bieber? Ja. Ja, der hat irgendwie. Was macht der? Der hat einfach Beef mit seiner Frau, Bro. Ich weiß auch nicht. Ist Die haben das? doch wunderschöne Beziehungen. Nein, Also, so es wie's- kommen die ganze Zeit irgendwelche Klatschen-News. Geil. Ich weiß es nicht. Wann gibt es ein Schweizer illustrierte Interview von dir? Hat es, glaube ich, auch schon gegeben. Ich muss zum Defu über schauen. Hat es auch schon gegeben. Hat's Schweizer wirklich? Illustrierte. Ja, so halbe. Ja, stimmt. Schweizer Illustrierte Green habe ich gemacht. Ah. Ist auch. Wollte man die Geschichte erzählen? Kann man erzählen, let's go. Also, let's go. Scheißegal. Wo meine Frau ist schwanger war, zum ersten Mal, muss man fairerweise auch sagen, was ist das gewesen? Was ist der Knopf? Ja. Schon. Ist bei mir so wahnsinniger Beschützerreflex losgegangen. Und ich Mhm. habe wie so mit dieser Situation, ich so wollte, das darf niemand wissen. So, ich will nicht, dass das irgendwie so in den Schweizer Medien eher so breit getreten wird. Fair. Und dann haben wir die Story gemacht. Es ist um das damalige Album gegangen. Hat man gesagt, okay, man macht irgendwie eine grosse Story mit dem S.E. Green. Ich habe einfach gesagt, look, ich will einfach, dass das nicht vorkommt. Ja. So, ich will nicht darüber reden, dass wir ein Kind bekommen, dass meine Frau schwanger ist, so, das ist privat. Aber ich meine, Schweizer Illustrierte wichst sich eins, ob so Stories Ich kann sagen, ich sehe schon die Headline. Du musst dir vorstellen, die haben sich getroffen mit mir in einem Kaffee, haben mir in die Augen geschaut und haben gesagt, Bro, kein Problem, machen wir. Und dann hat man sich einen Tag lang Zeit genommen, Fotos gemacht mit Fotografin, Stylistin, Ja, ja. Pipapo, riesen Story. Und
Dann ist immer so, bei so Interviewgeschichten ist immer so, du darfst wie die direkte Rede kannst, absegnen und lesen und alles, was sonst geschrieben wird, müssen sie dir eigentlich nicht sagen. Ja, oder du darfst wie nichts sagen. Genau. Und dann ist es einfach mega lang gegangen und wir haben wie so, ja, dann mal so gefragt, ja, können wir noch so ein Gut zum Druck über, vielleicht so ein PDF vom Heftli oder so. Dann ist einfach nichts gekommen. Die Gell? Hurensohn, Alter. Und dann ich so wieder nachgefragt, dann hat es so geheißen, ja, mittlerweile ist es übrigens im Druck, es kommt nächste Woche raus. Und ich so, kann ich denn noch ein PDF? Ja, wir schicken dir das PDF, kommt das PDF, steht drin, Manilio wird in Bälde Vater, bla bla bla, einfach reingeschrieben. Einfach Headline noch wahrscheinlich. Ja, einfach so. Und ich bin einfach so gesehen, Und dann? Ich kann das genau Ja. nicht wollen. ja, wir haben doch das abgemacht. Ja, aber weißt du, für uns ist es halt vielleicht schon noch wichtig gewesen. So, Ah ja. Was für euch wichtig ist doch scheißegal, wenn es um meine Familie geht, Alter. machen wir nicht mehr. Ja. Aber ja, man muss fairerweise auch sagen, bei mir so der ganz krass Beschützereffekt, so, das hat sich irgendwie... Das hat sicher noch schlimmer gemacht, dass sie das eben genau aus veröffentlicht haben. Ja, so, Mann, aber weißt du, dann ist meine Tochter auf die Welt gekommen und dann am Anfang denkst du so, Mann, ich schicke niemandem ein Foto und so, Ja, dann ja. hast du so WhatsApp, so, das ist wie so mega... Deine Mutter. Ja, ja. Und wie geht's dir? Wer bist du? Ja, ich schicke nichts. Niemand darf das Foto sehen. Alles cool, danke. So, wirklich so, ja, so einen krassen Beschützereffekt gehabt am Anfang. danke. Ich hoffe, dass ihr das auch mal noch erlebt. So. Und dann irgendwann ist so, nach einem halben Jahr leidet sich irgendwie und dann merkst du so. Bro, ich habe auch, weißt du, so, ich habe gerade jetzt so fragen, wo deine Frau zum Beispiel also schwanger wurde, so was offiziell wurde ist und so. Bist du auch persönlich so noch mehr Beschützer gewesen, weißt du, so, keine Ahnung, oh ja, nicht das, schau dir, dass es dir gut geht, ich mache alles und so weiter. Und Ja, klar. Also ich glaube, das triggert wirklich so einfach Instinkte irgendwie. gell? So Urinstinkt, Bro, irgendwie, keine Ahnung. Fleisch jagen mit Speer nachher. Ja, direkt. Etwa so, ja. Sie sagen, Hunger, du. Du, warte drauf, Baby. Ich hoffe. Kommt er mit so einem Rehei aus, hast du Lust? Mit deiner Hand habe ich... Ja, Mann. Bro, was ja, die Mann. wichtigere Frage ist, wann kommt dein eigenes Tee raus? Mein eigenes Eistee. Oh. Müssen wir mit dem Noah machen, oder? Stimmt, Mann. Müssen wir ihn fragen. Wirklich. Nee, Oder das eigenes ist noch Shisha-Tabak? Wann kommt euer Song raus? Stell dir vor, weißt du, so Berner Shisha-Tabak. Ich bin jetzt zurück. Eben auf meinem Album gesagt, für das sage ich nicht zu 5-stelligen Beträgen. Präsentieren, mein neues Shisha-Tabak. Alter, shit. Wäre geil. Wann kommt euer Song raus? Sorry? Du hast einen Song gemacht mit dem Noah. Mit dem Noah, unser gemeinsamer Song, im April. Wenn seine, also ist der Intro-Song für seine Kochsendung. Ja. So haben Das wir ist eine gemacht. lustige Sache. Er ist Der so da ist am gehockt Rap. und er so, ja, ich kann mit dem Manila gerappt. Er so, okay, er so catcht, also ja, weißt du, ich bin ein Rapper und so. Und ich habe gedacht, so als Witz, weißt du, bei mir, er so. Und ja, und ich weiß nicht, ob ich es einfach sage, aber ich habe mit dem Manuel Intro aufgenommen. Ich so, hä? Er hat einfach gedroppt, krass. Ich habe gewusst, dass er ein Rapper ist. Ja, aber er hat Also, bist du noch kurz, er hat so geschrieben, also hey, ich rap auch, hilfst du mir Intro machen, oder haben wir euch schon vorher gekannt? Also wir haben uns schon ein Weile, glaube ich, so ein bisschen auf Insta ein kleinen Flirt gehabt, einfach so uns ein bisschen austauscht. Story und so, geliked und so, ein bisschen, indirekt. Genau, Ja. so mal Checki. Ja. Feuer-Emoji. Der 4-Emoji. So. Geil. Nein, Zieht einfach immer noch. ich immer so ein bisschen halt irgendwie so, ja, dem sie Content lustig gefunden und so, dann habe ich vielleicht mal irgendetwas kommentiert oder so. Und sind dann so ein bisschen in Kontakt gekommen und er hat, glaube ich, sich das erste Mal gemeldet, weil er irgendwie hat gesagt, er will an Cypher gehen. Stimmt, Und dann bin ich stimmt. so wie nicht rausgekommen. Und ich so, ja, also, möchtest Ach, du was? das in das Ghostwriten? Ja, Dann ja. hat er so, ja, nein, er würde einfach mit mir mitkommen. Und ich so, oh, also, Du so, was ist das? rappst du oder was? Und dann hat man sich so einfach austauschen irgendwie. Und Ist aber auch ein bisschen frech, Bro, nicht? Einfach zu Manila gehen und sagen, Einfach so, ey, komm mit Cypher ich an. glaube, der Noah ist auch einfach so, der findet so, hey, Ja, das schlaft. ja, Mann, ich komme halt vielleicht an Cypher, so, Ja, ja. pass mal auf. So, Ja, fair. wirklich geil sich. Und nachher, ich glaube, das ist dann so ein bisschen versandet und dann irgendwann ist es so gekommen, hey, ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir irgendwie das Intro für meine Kochshow, hättest du Bock? Und dann habe ich so gefunden, ja, kann man, also auch dort, wieso nicht gewusst, soll ich jetzt rappen, willst du rappen, soll ich es für dich schreiben oder machen wir es zusammen? Und schlussendlich, jetzt haben wir es wie zusammen, also rappen wir wie beide. So. Geil. Ich kann nicht warten darauf, dass der Uhren Glarner
Hat er nicht gezeigt? Oder? Nein. Nichts. Er hat einfach gesagt, er Hast so. du da? Ja, Oh er mein hat Gott, gezeigt, so. Bro, ich will die Rapper hören. Das ist geil. Jo, da ist der Koch. Oh, gibt er Ich mein bin neu im Game. Auberginenmesser in den Rücken. Geil. Da geht der in den Hals, bis du nicht mehr Hey. ausschauen kannst. Das Lustige ist, wo wir schon wirklich an das Zeug am Machen waren, ich weiß nicht, könnt ihr das vielleicht, manchmal kommt ihr so E-Mails über, wo so denkst, ja, es ist einfach irgendwie fake. So. Ja. Ich habe immer so ein E-Mail bekommen, dein Gmail-Postfach hat zu viel Anhänge drauf, also jetzt hast du keinen Speicherplatz mehr. Ich habe so gedacht, Ja, was auch immer. How the Ja. fuck sollte das auch passieren, Alter? So, irgendwann schaue ich so an und habe so gemerkt, Scheiße, Mann, das ist wie so echt. Ich muss mich vielleicht mal um das kümmern. Dann kannst du so auf irgendetwas klicken, dann kommst du so Dateimanager und dann kommen so, zeigen sie dir so die E-Mails an, die ganz, ganz grosse Anhänge haben. Ja. Dann ist echt so ein E-Mail 2015, «Hallo Manilio, ich schicke dir ein paar Beats vom Noah Bachhofen.» Fresse! Wirklich so. Geil! Und ich habe ihm so ein Foto gemacht, ein Screenshot gemacht, ich so, Kollege, wir müssen reden. So, und er so, wow, Mann, shit, ich habe es komplett vergessen, er hat mir echt Beats geschickt. Dann. Krass, hast du sie gelost? So. So jetzt nachher dann. Wo du hast im aufräumen. Ich habe es auch nicht gelost. Vielleicht können wir es dann auch noch hören. Wäre geil. Ich weiß nicht. Wir sind eigentlich schon fast am Schluss vom Album. Ich kann nur noch schnell 2 Sachen sagen. Mercy, Hook, Insane. Kennst du Melodie? Nein. Hast du nicht gemerkt? Nein. Ich Was sage dir ist? es nachher. Ist gut. Aha. Hey, Lieblingssong. Finde ich krass, dass James Grant auf Schweizerdeutsch rappt. James Grund. Grund, sorry. James Oh, Grant. Finde ich krass, dass er auf Schweizerdeutsch Musik macht. Er glaube ich so schnell, oder? Ist nicht das allererste Mal. Er hat, glaube ich, unterdessen auch noch etwas gemacht beim Dabu auf Schweizerdeutsch. Okay. Aber das war ein Song, also ich habe den komplett wie so geschrieben. Hat es in mehreren Versionen auch schon gegeben, ist immer mal wieder so rumgelenkt und ich habe irgendwie so gefunden, hey, das irgendwie hat es etwas, ich muss jetzt mal probieren, ob ich das irgendwie noch Stange bringe. Checke. Nein, ich habe den ganzen Song auf einen Click-Track aufgenommen. Wisst ihr, was das ist? Nein. Click-Track macht echt so piep, Ah, das ist das das Metronom. ist Aha. einfach so ein Metronom, so Tempo. Habe das so aufgenommen und dann so gefunden, ich muss irgendjemanden fragen, der mir eine coole Melodie machen kann. Also ihm geschickt, so einfach der Rap, Click-Track, dann kommt halt echt ein ganzer Song zurück. Der ist auch ein Freak. Weißt du, so Piano eingespielt, Schlagzeug eingespielt, Krass. eine Melodie gesungen. Ich habe ihn so angerufen und so gesagt, Kollege, weißt du, was du gemacht hast? Also, weiß nicht, ist alles okay. Also, habe ich versaut. Ich so, Kollege, das ist ein Hit. Alter, ich finde den Song eigentlich brutal. Es ist genau die Musik, die ich liebe, Bro. Also Ja. weißt du, so, ich finde es wirklich sehr geil. Und im Fall, wenn ich das los, es macht dich so ein bisschen, du hast auf einmal einen anderen Gang, wenn du laufst. Weißt du, was ich meine? Ja, den auch wirklich sehr gerne, den Song. Weißt du, von wem wir reden? Merci. Nein, Also. Lieblingssong. Nein, der Song heißt Lieblingssong. Aha, nein. Also wahrscheinlich schon, ich kann mit Namen merken, aber ich habe es gelost. Eben, Hook ist irgendwie, du bist mein Lieblingssong. Schöner Song. Ja. Das Lustige ist auch, er hat nachher auch, er hat wie so gefunden, er hat die Melodie wie so gemacht, aber eigentlich könnte ich sie auch singen. Und ich habe es dann auch probiert und dann irgendwann ist mir so, zu sagen, nein, ey, er hat eine geile Stimme, aber Bro. nein, Er ich hat kann das wirklich nicht eine so geile wie Stimme. er. Hey, und nachher sind wir schon bei Montana. Mhm. Und ich muss ich weiß nicht, ob du das gerne hörst. Oh, sorry, zu Lieblingssong noch ganz kurz, ich habe es dir schon gesagt. Los mal Macklemore Same Love. Ja, stimmt, das hast du geschrieben. Ja, los es Das mal. muss ich noch machen. Los es das können wir mal. nachher auch machen. Oder machen wir nachher, ja. Ja. Aber auf jeden Fall, wie du hast mir gesagt, ich habe geschrieben, Bro, ist das ein Macklemore-Sample? Also ich Hast los du kein das Macklemore. kopiert? Also ich los kein Macklemore. Nein, Direkt. wirklich nicht. So, ja, ist Wirklich gut. nicht. So, nein, ich habe, eben, der James hat die Chords gemacht und alles und ich habe immer so gefunden, vielleicht hat so ein bisschen etwas von einem, was ist John Mayer Song? habe ich Ja, geschrieben. fair. Ja. Einen sehr bekannten. Ja, irgendwie, das hat mich so ein bisschen erinnert, aber auf eine gute Art. Hure. Und eben, ich finde im Fall wirklich, ich weiß nicht, ob du das gerne hörst, aber Montana ist ein, sagt man Montana? Montana, sage ich. Montana ist für mich einfach ein Song, wo ich seit dem Tag, wo ich raus ist, einfach liebe, Bro. Ja, ich habe den auch gerne. Ja, also Danke. ich meine, eben viele Leute haben, ich habe das Gefühl, viele Rapper oder Musiker
machen Songs wie Montana, ist ja irgendwie, also es ist einfach ein Hit, oder? So, ich meine, es funktioniert einfach. Und, also, würdest du ihn als poppig bezeichnen? Gar nicht. Hat ja nicht mal richtig einen Refrain. Ich finde ihn einfach so geil. Ja, das ist ein Song, wo die besten Sachen sind so die einem so ein bisschen aus dem Ärmel rutschen. Und ich sage es ja wirklich im Song. Du sagst ja. Ich bin einen Tag lang irgendwie im Studio gesehen und also gefunden, auf einem anderen Beat irgendwie so, ich mache jetzt irgendwie so ich mache so den Comeback-Song, wo ich so mit dem härtesten Flow reinkomme und dann sage ich so das und ba, ba, ba. Und es hat einfach nicht funktioniert. Wirklich so. Und ich bin total gefrustet gewesen, dass ich gefunden habe, scheiß drauf, jetzt gehe ich heim. Und dann habe ich noch irgend so einen J. Cole-Song gelost, weil ich noch irgendwie andere Beats gelost habe und halt so diesen Beat im Ohr gehabt. Und dann bin ich zum Bus gelaufen und dann kommt mir wirklich, und das ist jetzt, es klingt vielleicht cheesy, aber es ist wirklich so, kommt mir wirklich sehen, so, ich habe ein gutes Lied geschrieben, ein schlechtes Lied geschrieben, Pop-Songs, Bastlied, ein Rap-Lied geschrieben. Ich habe mir wirklich so die Lyrics einfach so, und ja, beim Heimfahren so im Bus schon so der Hauptverse irgendwie gehabt, der erste Verse mehr oder weniger gehabt, und dann bin ich heimgekommen, bin irgendwie mit meiner Tochter auf dem Sofa gesessen und du hast wirklich so gemerkt, weißt du, im Kopf macht es so, und ich habe wirklich einfach die ganze Zeit noch so, meine Frau, es gibt manchmal so Momente, wo sie so sagt so, hey, nicht alles ist ein Text. Wo bist du? Wo geht's? So, wo sie einfach so merkt, weil bei mir im Kopf ist echt, das macht echt so Geil. und dann muss ich es irgendwie schnell aufschreiben und da ist wirklich einfach so, das ist so passiert. Ich bin 2 Tage später wieder ins Studio, habe ihn aufgenommen, habe so den Jungs geschickt und so gefunden, ja, so einen kleinen Rap gemacht und die Jungs so, das ist so ein kranker Song. Das heißt ja sogar noch so irgendwie, das Label sagt, mach nochmal so wie Mombishu. Ja. Und dann irgendwo sagst du ja, ich singe 2 Songs über meine Kaffee. Mehr als einem Song, mehr als einem Grab von meiner Kaffeekanne. Genau, eins hat keinen Klick. Keine Klicks, einer ist Platin gegangen. Welcher Song hat keine Klicks? Boah. Das habe ich einfach gefragt beim Hören. Gibt es wahrscheinlich viel. Ja. Also es gibt immer wieder Songs, die nicht so gut streamen. Ja. Das ist einfach ja. Ich liebe der Song, ist wirklich so einer, wo ich finde einfach, wenn du Storytelling machst in deinen Tracks, was du ja wirklich viel machst, ist einfach bro insane. Ja, also danke. Was soll ich sagen? Nein, danke Bro, also ich glaube, es ist echt schwierig, wenn jemand dir gegenübersteht und sagt, hey, schau, bei dem Song nicht das denkt, bei dem Song nicht das denkt. Aber ich glaube, heutzutage ein Album rausbringen, also ich bin halt auch ein bisschen biased, weil eben, ich meine, ich höre dich seit... Eventuell. Ja, seit eh und je. Aber ich meine, wenn du es heutzutage schaffst, ein Album oder einen Song rauszubringen, wo Leute sich Gedanken dazu machen, oder in dieser schnelllebigen, ich mache nur das, während ich das mache, finde ich, hast du einfach schon mal etwas erreicht, Bro. Ja, ich glaube, das Album ist wahrscheinlich so auf der einen Seite genau für Leute wie die schon lange meine Musik hören, habe ich das Gefühl, ist es etwas Geiles, weil es wieder so ein bisschen neue Seiten zeigt. Und das andere Thema, das glaube auch auf diesem Album sehr zentral ist halt auch eben das Älterwerden mit Rapmusik in der Schweiz. Und das ist etwas, wo ich so wie finde, das sind wir jetzt quasi so wie Learning by Doing alle herausfinden. Es gibt ja Hip-Hop in der Schweiz noch nicht so lange. Also in den Staaten hast du wie viel ältere Rapper, so ein Jay-Z, der irgendwie über 50 ist, Snoop auch. Und dort funktioniert das. Und ob das in der Schweiz möglich ist, so einigermaßen in Würde zu altern als Rapper, so, das sind wir wie in Real-Time am herausfinden. Ja, fix. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch etwas, was ich auch machen auf diesem Album, halt auch einfach über Sachen reden, die mich beschäftigen. Nicht irgendwie probieren, jetzt noch 16-Jährige beeindrucken, weil die hole ich wahrscheinlich eh nicht mehr ins Boot. So, die finden so, wow, was macht der? So, aber halt eher über die Sachen reden, die mich beschäftigen, in der Hoffnung, dass wie die Leute, die mich schon länger hören, die werden ja auch älter. Und die können dann vielleicht auch sich identifizieren mit dem, was mich so beschäftigt. Check ich voll. Ich finde ja auch eine recht spannende Denkweise, über das du sagst. Eben so, du hast wie so kein Bild, wo du kannst sagen, okay, eben fucking Polo Hofer oder so, wo eben, weißt du, wo rappt und jetzt alt geworden ist, sondern eben, es hat wie so niemand.
Ja, also wenn du sagst, in Würde, was ist denn für dich In nicht Würde. In nicht Würde. Hey, wie soll ich das Ohne probiere dass es du Feinde diplomatisch machst. Ja. auszudrücken. Ich glaube, was mir oder auch uns innerhalb von Eldorado wichtig ist, ist halt schon auch, wir wollen nicht irgendwie so eine klonmäßige Nostalgieband werden, wo dann einfach noch so, ja, früher war es sauer geil und so, wo wir noch Bier getrunken haben und so, und Ja. Räumchen, bla. Und so, sondern halt, wir wollen wirklich nach wie vor auch Sachen verhandeln, die uns beschäftigen. So. Und vielleicht ist das halt nachher auch auf die Kosten von ein bisschen Hörerschaft verlieren. So. Aber ich glaube, wir haben wie auch in der letzten Zeit auch gemerkt, so, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel Liebe für das. Weißt, so mit 30 oder so, Mitte 20 Jahren bist du noch so, ja, ich mache das so ein bisschen, aber eigentlich bin ich viel zu cool für das und so. Das ist mir gar nicht so wichtig. Checky. Und so Rap ist ein bisschen peinlich. Eben so das. Und mittlerweile merken wir halt, glaube ich, auch alle wirklich so, hey, wir sind einfach wirklich Hip-Hop. So, wir, so, ich rede mit dem Versetti auch viel über das. So, wir verwachen beide irgendwie in der Nacht und wir sind irgendwie auf der Toilette und haben irgendwelche 50 Cent Lyrics im Kopf. So. Es ist Geil. also weißt du, so, das ist halt so in Fleisch und Blut mittlerweile und so. Und darum, ich glaube auch, das hört nicht mehr auf. So. Und ich glaube, wir haben irgendwie auch letztes Jahr ein paar Konzerte gehabt, die vielleicht nicht so gut besucht waren. Und am Ende des Tages haben wir gleich irgendwie eine gute Zeit so, und finden es irgendwie lustig und können darüber lachen und finden so, hey, das ist jetzt, da hat es jetzt wenig Leute gehabt, aber wir haben halt Spass gehabt, so wir haben unsere Songs können rappen. Checky. Ich finde es einfach wirklich sehr sympathisch, auch dir so zuhören, wenn du so, Ja, Mann. wenn du das so sagst. Weißt, ich meine, es gibt so viele Leute in diesem Rap-Game, die einfach auch sagen, nein, wir sind die krassesten und weißt, keiner kann wie wir. Und du hast mir eben letztes Mal gesagt, wo wir über das geredet haben, hast du gesagt, hey ja, ich meine, ich habe ein Konzert gespielt, wo so wenig Tickets verkauft worden sind, dass wir wie so Geld ausgegeben haben, dass wir dürfen Musik machen. Ja. Oder? Also ich meine... Ja, ich meine, fairerweise eben hoffentlich nicht die ganze Zeit und Nein, so. nein, Sonst müssen wir nein. sich schon Gedanken machen. Ja. Aber das Ding ist halt wirklich, eben, wir machen das jetzt 20 Jahre. Wir haben in irgendwelchen Jugendtreffs sind wir auftreten für 3 Monate. So, wir haben wirklich das ganze Ding so wie durchgemacht und haben wirklich so, wie sagen wir, auspaid. So, Ja. wirklich Lehrgeld gezahlt, sind an jenste irgendwelche Orte hergefahren, um zu rappen. So, das muss man heute nicht mehr, ist auch cool, vielleicht kann man schnell irgendwie im Internet berühmt werden. Aber ich finde es war eine gute Lehrzeit gewesen und so. Und eben, dann merkst du auch, okay, es gibt immer wieder mal zwischendurch ein Konzert, wo halt irgendwie irgendetwas nicht funktioniert, was vielleicht halb leer ist und so. Und dann hast du wieder ein Konzert, das unerwartet mega krass ist. So. Aber ja. Aber es macht so oder so Spaß. Ja. Geil. Hey, also wir haben jetzt unsere Lieblingssongs vom Album gesagt. Was ist denn deine? Das ist so eine richtige Glanz- und Gloria-Frage. Ja. Ja, das ist jetzt, die habe ich jetzt auch, die höre ich nicht zum ersten Mal. Ah ja, dann lassen wir die. in dieser Scheißegal. Promo-Runde. Okay, welchen Song würdest du streichen, wenn du könntest? Kennen. Geil. Geil. Also Cool. wir haben wirklich tatsächlich sehr viel Material auch verworfen für das Album. 39 Songs, glaube ich, oder? Ja, irgendein Screenshot-Post von der Dropbox. Das finde ich immer krass, Mann. Ich habe immer das Bild gehabt, dass Rapper 12 Songs rappen und die gehen aufs Album. Bis ich erfahren habe, es ist eben nicht teilweise 20, 30, 40, 50, 60, 80 und dann wird erstmal selektiert. Ja, es gibt natürlich auch das andere Extrem. Ich glaube, der Busta Rhymes hat mal irgendwie gesagt, er hat 300 Songs gemacht für das Album. Ja, aber Bro, Busta Rhymes. 300 Lieder von Busta Rhymes sind auch etwa 20 von dir. Das ist so schnell wie der rappt, Bro. Ja, nein, also wir haben schon viele Sachen auch irgendwann wieder verworfen oder hast irgendwie so gemerkt, okay, ja, jetzt einen halben Verse geschrieben über das Thema, das funktioniert irgendwie nicht, das geht nie nachher. Okay, auf die Seite, so. Also das sind natürlich dann auch nicht alles fertige Songs und so. Ja. Aber ich habe schon auch wirklich, ja eigentlich nur 11 machen, 11 ist so die Solothurner Zahl, Ja. dann irgendwie noch so representen und dann sind es halt 12 geworden. So, ja, aber eben fairerweise, Montana ist ja schon länger draus, oder? genau, darum sind es Aber auch, Eigentlich sind sie 11. aber auch das mit der Mami ist auch seit 2 Jahren schon ready.
Ja, es hat Songs auf diesem Album, die schon ein Weile rumliegen. Ja. Also, ja, Momente gehabt, wo ich irgendwie beim Schreiben mega blockiert war und ich irgendwie nicht vorwärts kam. Also, ich habe ehrlich gesagt, auf Montana habe ich das Gefühl gehabt, das Album kommt nächstes Jahr raus, 2022. Stimmt. Und wenn mir dann jemand gesagt hat, so, hey, das geht im Fall jetzt noch 2 Jahre, boah, Mann, Ja. das hätte ich nicht wollen wissen. Aber genau, welcher Song hat am meisten Spaß gemacht für dich, könntest du das sagen? Eben, es war lang so ein kleines Thema gewesen, hey, jetzt haben wir ganz viele schwere Songs, jetzt vielleicht müssen wir noch irgendwie etwas Lockeres machen und so. Und ganz ehrlich, es hat auch wirklich so, gerade irgendwie, wir haben schon angefangen während dieser Pandemiezeit und so, hat so geheißen, ja komm, jetzt machen wir noch so ein bisschen einen coolen Representer-Rap, so, wo so ein bisschen erzählst, so, es läuft alles cool und so. Und ich habe dann so gemerkt, hey, ich bringe es im Fall einfach nicht her. Ich hasse, wie im Moment, ich kann nicht erzählen, hey, ich bin der Shit, so, es ist alles super, weil ich bin total verunsichert. So. Ich weiß gar nicht, was passiert im Moment und ich weiss, vielleicht kann ich nie mehr ein Konzert spielen, keine Ahnung, bla. Und so, und habe wie lange gehabt, so, wo ich das einfach gemerkt habe, so, ich bringe es wie nicht auf die Reihe. So, ich schreibe jetzt halt noch 2, 3 traurige Lieder so, oder nachdenkliche. Und Mercy ist zum Beispiel, glaube ich, der letzte Song, den ich fertig gemacht habe für das Album, wo er wirklich so wie die grosse Last war, so, hey, ich glaube, wir haben ein fertiges Album, jetzt nochmal 3, nochmal ein bisschen rappen und dann habe ich es wie können. So. Ist das der Song, der eigentlich auch ein Pronto-Feature gewesen wäre? Nein. Okay. Ich glaube, der Pronto hätte ich tatsächlich auf dem 4-5-Boogie wollen. Ah, krass. So, er ist schon am Schluss auch noch drauf, er sagt noch ganz kurz etwas. Ja. Ja, aber es war ein bisschen kompliziert gewesen. Ja, das können wir eigentlich lassen, die Geschichte. Aber dann kommen wir eigentlich gerade zu der Folgefrage. Hey, wieso nur 2 Features? Das habe ich mich auch gefragt. Also, ich habe einfach das Album kurz angeschaut. Ich so, okay, gut, 2 Features. Und beides nämlich nicht kennen, habe ich auch erwartet. Aber 2 Features von 12. Warum 2? Hey, ist im Fall auch gar nicht so Absicht gewesen. Vielleicht auch einfach, weil es so ein persönliches Album ist. Wir haben schon auch immer wieder so, ja, vielleicht noch ein paar andere Leute draufholen, so, um es irgendwie auch so, ein bisschen knackig, interessant zu behalten oder so. Aber sie halt alles Songs gesehen. Bei mir ist es immer so, bei den Features, ich finde so, das ist wie ein Instrument, oder? Wenn du weißt, in dem Moment, wenn du den Song hast, weißt du nachher, das ist jetzt, da muss jetzt der Luke noch einen Verse machen, als Beispiel oder so. Und genau gleich habe ich eben so wie einen Song gehabt, eben der Pronto und ich, ja beide von Solothurn, wo ich wie so gefunden habe, das wäre sehr, sehr spannend, wenn er dort auf den Song noch würde. Plus, es wäre halt auch wahnsinnig unerwartet, oder? Und dann finde ich die Sachen wie interessant. Es ist nicht so, komm, wir machen jetzt noch mit diesem Song, mit diesem Song. Und vielleicht ist es auch für dieses Album halt wegen dem, weil es einfach so persönlich ist, habe ich wie so gefunden, hey, mache ich jetzt nicht noch 100 Features. So. Okay. Es kommt ein bisschen auf einen Song drauf an. Check. Hey, ja, du bist jetzt schon in Woche 3 von der Promo, wo du an Interviews kommst, oder was ist das jetzt? Ja, zweite Woche. Und du gehst ja nachher eigentlich gerade wieder weiter und darum müssen wir langsam, aber sicher zum Ende kommen. Genau, richtig Feierabend. Schade, Mann. Schade, weil Brutal schade. ich es gerade sehr. Ich auch, muss sagen, es ist wirklich schön mit dir reden. Hey, ich komme auch gerne mal wieder. Es ist so mega ruhiges, schönes Gespräch gewesen, wo so mega reflektierend auch war und auch einen schönen Einblick gezeigt hat über die Fassade, über auch dich privat. Und ich würde einfach sagen, danke für die Zeit, es war brutal schön gewesen. Danke euch, dass ihr kommen auch für die Zeit. Dass ihr so viel dürfen von mir reden. Ach, wir reden genug über uns. Ich schwöre. Ja. Aber hey, nochmal für alle, die auch bis dahin gehört haben, ich vergesse manchmal, dass wir eigentlich nicht nur wir reden, Genau. wir reden ja eigentlich auch für Menschen, die zuhören. Holt euch das Album, supportet. Los jetzt von Anfang an, nicht in den Song kumpen, wo ihr das Gefühl habt, nach einem lustigen oder coolen Namen. Es ist wichtig, dass ihr von Anfang an, ich weiß nicht, von Anfang an reinhört. Gut gemacht. Ja, Mann. Ja, holt euch ein Album. Ihr könnt wirklich extrem viel Support geben und bewirken, indem dass man das Album noch kauft oder kommt dann ein Konzert. Es ist wirklich so, für Schweizer Künstler bringt es viel in den Charts. Ich glaube, wenn alle Leute, die diesen Podcast hören, das Album hören, dann gehen wir fix aufs Eis.
Fix. So, die könnt das machen, wenn ihr wollt. So. Hey, unbedingt. Und hey, es gibt viele Alben, die es nicht verdienen, leider, aber ich finde im Fall wirklich nur schon die Energy, die da eingesteckt worden ist, nur schon die Realness, die da eingesteckt worden ist. Das Album verdient es vom IC. Und wenn nicht? Wenn nicht, ist ja scheißegal, weil dann haben wir trotzdem ein super geiles Album, das man hören kann. Yes. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, aber eigentlich in normaler, kurzmündiger Manier geben wir die letzten 30 Sekunden immer unseren Gästen. Darfst du noch irgendjemand grüßen, irgendetwas sagen? Wir sind auf Stumm ab jetzt. Aha, okay. Jetzt haben wir ja schon wie die schöne Speech gehabt. Ich sitze hier mit dem Woody. Es war eine wunderbare Zeit gewesen. Ich danke ganz herzlich, kurz und bündig. Ich bin ein grosser Fan. Ich höre es selber, wenn ich irgendwie mit meinem Sohn am Spazieren bin. Von dem her, represent. Ich bin da. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Manilio, Albumstoß, daheim. Bis gleich. Danke für mal. Peace.